sagen wir mal, wie man mit so chemischen Substanzen umgeht und da braucht man Glasreagenzien und was weiß ich, was alles. Und so riecht man übrigens nicht dran, halt mir in der ersten Reihe das Ding und die Nasen immer halt so. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger, das ist der Kani. Ja, der hat übrigens auch seinen eigenen Podcast, heißt Viva la Movolution, den kann kein Mensch nicht schreiben, das müsst ihr selber herausfinden. Und das ist der Florian und wie ihr seht, ist er heute irgendwie nicht dabei. Der hat beim letzten Mal PTSD gekriegt und hat sich 2 Wochen krank schreiben lassen. Ich weiß es auch nicht. Press F für den Flo. Und das ist die 3/4 der Späti-Wirtschaft. Ich hab gerade ein Fisherman's Friend gefressen, das schmeckt als da, weiß ich nicht, Zahnpasta habe ich schlucken. Das ist so. Wow. Ja, na gut. So, wir haben uns heute versammelt, wir haben uns gedacht, der Folge lassen wir nicht aus, dann machen wir es heute zu zweit Hälften nicht. Nochmal Press F für den Florian, den haben wir uns trotzdem an die Schei gesessen, damit nichts passiert. Ja, siehst du das mit seinem Doppelkind, wie er ausschaut, oder wie der Boss Nass von Episode 1 da war? Der Fette von die Gangens. Den habe ich gerade nicht bildlich vor Augen. Der zum Jar Jar Binks sagt, du mach in Gangens und Menschenfreunde. Fürchterliche Dinge werden passieren. Ja, jetzt weiß ich. Es ist nicht so schlimm, der Flo weiß eh nicht, wer das ist, das passt schon. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat der Flo noch nie was gesehen hat in seinem Leben. Aber lasst an Bord die Flo, so wie sie macht, dann sagt man es nicht. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich an Bord habe. So, wegen was haben wir uns heute zusammengesessen? Letztes Mal haben wir aufgehört in der Grundschule, so Kindergarten und Grundschule, und darum ist es... Ich hab nicht getroffen. Du Penner, den greifst du da hinten unterm Tisch raus. Das heutige Thema ist Erinnerungen an Haupt- und Realschule, weil von uns Mongos kein Mensch nicht im Gymnasium war. Warst du im Gymnasium? Ich hätte gehen können, aber ich wollte nicht, weil da nur Leute gegangen sind, die ich nicht mögen habe. Das ist gelungen! Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe zweimal ist gelungen. Ein Quali habe ich zweimal gemacht, da kommen wir später dazu. Ich habe einmal die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium gemacht und habe kläglich versagt. Ja, meine Lehrerin hat zu meiner Mom damals gesagt, sie soll mich ins Gymnasium schicken, und meine Mom hat dann gesagt, hey, die Lehrerin hat gesagt, dass ich ins Gymnasium gehe, und dann habe ich gesagt, wer geht da noch hin? Dann hat sie mir ein Handvoll Namen aufgezählt. Ich so, nein, das mach ich nicht! Das ist ja, warum wir nicht, weil es nur Vollidioten sind, und die Leute, die mit mir in der Klasse wissen, die wissen jetzt, wie ich meine. Gott sei Dank, dass die Vollidioten da hingegangen sind, weil sonst war es halt so ein Kackstudent, den ich jeden Tag 10 ausdrehen müsste. Ja, wahrscheinlich. Oder ich war so richtig geiler Speed-Student, hängen geblieben dann die ganze Zeit. So einer war ich wahrscheinlich. Total hängen geblieben, der Kartdosen den ganzen Tag kiffen und Teile fressen. Ja, genau, hey, du musst Speed nicht mehr zum Lernen, dann kannst du länger aufbleiben. Ja, geil, und ich nehme jetzt immer Speed. Ja, geil. Ja, da war der Pap ziemlich enttäuscht, das weiß ich noch. Der wollte unbedingt, dass er aufs Gymnasium geht. Der Pap war immer fair, ja, aber da war er enttäuscht. Da war er nicht grandios, da war der klassische. Nein, das geht gar nicht. Da war so der Meinung, da wirst du nichts, wenn du nicht ins Gymnasium gehst. Ja, nein, gibt's. So recht oder gut. Der Mom war es natürlich auch recht gewesen, aber letztendlich bin ich dann auf der Hauptschule gelandet. Du? Ja, ich dann auch erst mal Hauptschule. Gibt es noch irgendeine andere Option? Also entweder gehst du dann auf der 4. Klasse, zumindest in unserer Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Mittlerweile ist es anders, jetzt kannst du ab der 4. in den Realschule rein. Jetzt gibt es ja auch 5. und 6. Klasse. Ja, genau, das hat doch direkt angefangen, wie ich, oder 2 Jahre später, wie ich aus der Realschule heraus war. Ich glaube, bei mir, als ich in der 10. war, war das erste Jahr mit 5. Klassen. 2000. Wann hast du Abschluss gehabt? Ja, frag mich, was leid ist. 2001, so ich. Ja, 2001 war ich in der 8. Nie. Ja. Oder in der ersten 9. Nein, 2004, meine ich. 2004 bin ich ein Jahr nach mir halt. Ja, ich bin 2003 davon. Ich weiß nie, wann ich irgendwo aus der Schule bin, aber 2004 müsste es sein. Man kann mir auch nachschauen, das steht nämlich auf deiner Latzhosen drauf. Da, Abschluss 2004. Das schon her. Was steht drauf? Und immer noch, was? 10 Jahre Stoff und immer noch nicht süchtig. Super. Super Witz, ja. Lasst euch super was ausdenken. Die trinken mal. Verzeih die Leute dabei irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, der war nicht so toll, der Witz. Ich hab ihn nicht ausgesucht, sonst war er toll geworden. Das ist eine ganz klare Sache. Ich muss meine Katze wieder runterschwimmen. Ja, ich glaube, dass an meiner Hosen eine ganz viel Katze hängt. Das sind nämlich wirklich unidentifizierbare Flecken. Das glaube ich nicht, die hat Mom gewaschen. Das rieche bis daher, dass die Mom gewaschen hat. Das ist leider, es war Katze dran. Ich wollte es nicht waschen und irgendwann sehe ich die Wäsche und Mom hat das Ding gewaschen. Ich Mom, du bist ja die Letzte. Und dann hat's mir wieder zum Abschluss kommen wir aber später. Ja, also da kommt der erste Schritt in Richtung, jetzt bist du dann mit Grosse auf der Schule. Oh ja. Also wenn du in der 3., 4. Klasse bist du ja gewohnt in der Grundschule, dass du eigentlich dort zu den Großen gehst, dann kommst du auf die Hauptschule. Geht's von vorne los. Und dann geht's halt im Prinzip von vorne los und du bist wieder Erstklässler. Was ist auf einmal anders?
wenn du in die Hauptschule, Hauptschule kommst? Bei uns in der Hauptschule war es nicht, ich war ja als Zweierstoff auf der Schule, das war nicht so dramatisch anders. Das Einzige war nicht, es waren getrennte Pausenhöfe. Wir haben dann nicht mehr zu die Kleinen mit dürfen, sondern wir haben unseren eigenen Pausenhof gehabt. Und da bist du halt schneller geschlagen worden, wenn du die verliert hast. Das ist, das ist in der Grundschule nicht so schnell gegangen, dass du kaut bist. Aber Hauptschule, so die 8., 9. Klasse, die da war, die waren alle, aus denen ist er nicht viel geworden, als die meisten. Ja, ich habe dann in der Hauptschule, habe ich dann also noch vor der Hauptschule eigentlich, habe ich mein Randale-Dasein mit Birger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas anzutun. Das habe ich dann sehr schnell abgelegt und bin dann einigermaßen normal geworden. Und dann war ich der aufs Maul gekriegt hat. Ja, es ändert sich einfach mal. Das ändert sich einfach mal schlagartig und dann hast du eigentlich verkackt. Hat es bei euch auf der Schule also, ich muss ganz spontan an den Namen da, ich weiß nicht noch, wie er geheißen hat, Eisenschink hat er bei uns geheißen. So die typischen 9-Klassler, 8-, 9-Klassler, die nur Scheiße bauen und einen Ruf an der Schule haben, dass du sagst, der sagt zu dem ja kein falsches Wort, der bringt die um. Geh einfach an dem vorbei und schau im Boden rein. Das sind die Kandidaten, was der auch gehabt. Ja. Das war mal, ja. Aber wie gesagt, das Ding ist nicht viel geworden. 5., 6. Klasse, was ist da dann auf einmal anders geworden? Lehrer sind aggressiver geworden. War bei uns zumindest Feuerstoff, das waren lauter Alte. Unser Lehrer hat uns ständig Geschichten aus dem Krieg verzeiht und hat die halt dann aber auch mit seinem Schlüsselbund abgeworfen, Vollgas. Wenn du geredet hast und auf einmal ist das Ding an dir vorbeigesucht und du denkst, was war das? Der Nächste von dir, neben dir hat das Ding in die Fresse gekriegt. Das haben wir in der Realschule mal kassiert, von einem der eigentlich ruhigsten unserem Musiklehrer, der Herr Ostermeier. Ah, großer Mann. Großartiger Kerl eigentlich, ja. Also was heißt eigentlich? Ich werde es nie vergessen, ich habe das schlechte EMP-Shirt angehabt, wo drauf gestanden ist, spiel mir am Glied bis zum Tod. Ja. Und er hat dann gesagt, kann ich das Shirt, wenn du noch mehr hast, dann zieh ich es da aus. Und ich hab dann gesagt, Herr Ostermeister, ist das ein Versprechen? Was hat er dann gesagt? Ja, gelacht oder Kopfbeidel, das kann nicht. Ja, mit dem Ostermeister sowas machen können, das stimmt. Der war außerhalb, der hat zu den Lehrern gehört, die einigermaßen normal waren. Ansonsten hat jeder Lehrer so eine Eigenart gehabt. Ja, ich weiß nicht, in der Hauptschule hat es auch einen gegeben, ich weiß den Namen nicht mehr. Der war dafür bekannt, Herr Bär, kann das sein? Der war dafür bekannt, dass er die da an die Koteletten nimmt und in den Tee zieht. Das hat unser Lehrer auch gemacht. Leck mir am Arsch, Alter. Da habe ich mal, leck mir am Arsch, Alter. Das geht eigentlich, wenn du es heute tust, dann warst du die längste Zeit Lehrer, das kannst du nicht vergessen. Unser Lehrer hat sich nämlich vorgestellt am ersten Tag in der Hauptschule und dann hat uns ein wenig also seine Regeln halt erklärt. Und ja, wie gesagt, das war so wieder ein Militärsaudepp. Und er hat uns auch im Sport aufstellen lassen mit in einer Reihe aufstellen, links um, rechts um, das Ganze kehrt, auf und ab. Das ist so ein Scheiß, was wir in Sport machen müssen. Das hat er mit uns Glückwunsch. Auf alle Fälle hat er am ersten Tag dann seine Regeln erklärt und dann ist er nach vorne gesessen und hat gesagt, ich zeige euch mal, was passiert, wenn es nicht pariert, geh mal her. Und dann hat er auch da so geschopft und hat ihn mitgehen lassen. Boah, leck, das tut so weh. Und dann hat er einfach mit dem Kopf gegen den Tafel laufen lassen. Das tut so weh. Das ist asozial ohne Ende. Schopfer ist das Letzte. Nennt man das Schopfer? Ja, ich kenne es als Schopfer. Wenn es da irgendwo an die weiß nicht, wir haben da kein Wort dafür gehabt. Das hat einfach nur geheißen, das ist der die da oben anzieht. Ja, es war geschopft bist worden. Und was auch anders wird, du kriegst auf einmal andere Fächer. Ja. Englisch kommt, das glaube ich, hat man jetzt auch schon in der Grundschule, oder? Das ist jetzt auch schon früher dran. Das ist auch nur sinnvoll. Ja, je früher dass du es lernst, desto leichter tust du. PCP hat es dann gegeben? Physik, Chemie, Biologie. Die ganzen Fächer, die sich anhören, wie entweder irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche Drogen. GSE, Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde. Das habe ich nicht mehr gehabt. Ich in der Grundschule habe ich noch HSK gehabt. Das war noch Heimat- und Sachkunde. Das hat mich immer interessiert, das war schön. Da ist man mal ausgegangen, dann ist man mal zu so einem Bauernhof von einer Schulkameradin hingefahren. Das war immer cool, das war immer interessant, da war ich Feuer und Flamme. Und dann holst du wieder, wie viel ist 8 plus 3 gehen, oder fick dich für was Breites. Ja, los mit dem Scheiß. Physik, Chemie ist gekommen. Chemie glaube ich noch nicht. Das haben wir dann PCB, Physik, Chemie, Biologie war das. Wir haben noch Physik gehabt, beim Herrn Schwitterler. Schwitterler. Der Herr Schwitterler, das war ein junger Typ, war aber im Grunde ganz in Ordnung. Was haben wir Neues gehabt? Es war einfach anders dann. Es war auf einmal so ernst. Ja, es war auf alle Fälle ein bisschen ernster. Da fängt einfach der serious shit an. Ja, grausam war das. Da hast du gemerkt, du bist kein Kind mehr. Ja, du hast gemeint, du bist kein Kind mehr. Woanders müsstest du jetzt schon im Kohlewerk arbeiten, aber bei uns gehst du in die Hauptschule. Kommst in die Hauptschule. Ja. Ich meine, dann war unser Klassenlehrer ich droppe jetzt einfach die Namen, ist egal, das war der Herr Kratschmer. Und Herrn Kratschmer habe ich dazu verdanken, dass ich es in die Realschule geschafft habe. Ehrlich? Um einen Notentag. Was hast du denn da braucht? Ich glaube, Deutsch, Englisch, Mathe oder irgend sowas. Hast du irgendwie einen Schnitt von 2,5, also 2,2 oder ein 3er, irgend sowas. Und dann hat er mir in Englisch, glaube ich, hat er mir gerade noch einen Zweier gegeben, weil er gesagt hat, ja, schickt es dann auf die Realschule. Das kann er schon der Krein, wenn er will. Hauptsache ist er weg. Muss nicht, wenn nicht, dann kommt er wieder. Ist er weg.
Ist er wieder gekommen? Und dann, nein, er ist nicht mehr gekommen, aber er ist da unten, dann ist er in die Realschule gekommen und leckt mich am Arsch. Da wird er gleich ein ganz anderes Level an Ding. Wir haben unser Klassenlehrer, du warst ein Lander auf der Realschule. Also wir kennen unsere Lehrer, wenn wir drüber reden jetzt. Genau, Realschullehrer auf alle Fälle. Also unsere Klassenlehrerin war die Frau Schusser. Die war damals schon 120. Die relativ kleine, gell? Ja, eine kleine Alte, die ist ja dann, glaube ich, ein Jahr oder 2 Jahre später ist die dann in Rente gegangen. In Deutsch habe ich es noch gehört. Ja, wir haben es in Deutsch und Erdkunde gehabt als Klassenlehrerin. Und die war halt so, oh ja, hallo, grüß euch. Und 5 Minuten später kommt der Much in Mathe rein. Da fällt einer so ein Scheißheftel weg und wenn ich Ohren sehe mit einem scheiß Holzlineal. Geschichte später. Der Much war irre. Der Much war krass. Zu späterer Realschulzeit, dann so 9., 9. Klasse, kommen wir auch gleich dazu. Und 10. Klasse war der dann unser Klassenlehrer. Da habe ich gemeint, mein Leben geht vorbei. Ja, da habe ich wirklich gemeint, so, das war's. Das war's, Alter, jetzt bin ich so gefickt, warst du noch nie. Alter. Bring mich um, selbst nicht. Richtig krass. Was ändert sich denn dann in der Realschule? Ich weiß noch, ich war einigermaßen gute Noten gewohnt, 2er und 3er und so. Und dann komme ich nach der ersten Mathe-Schulaufgabe, damals auch gern Schucks genannt. Scheiß Schucksen. Komme ich mit dem 4er heim und war am Boden zerstört und man denkt, wow, Alter, das ist so schwer, Alter, ich gehe unter da drin. Da habe ich dann sofort gewusst, so, Alter, nein, das wird nichts. Das ist bei mir noch gegangen, die 7. Klasse war ich noch gut. Da habe ich gute Noten gehabt und dann bei mir sind 8. ausgegangen, weil es dann geheißen, alle, die in 1 und 2 in Mathe haben, sollen in technischen Zweig gehen und wer einen 3er hat, kann auch noch gehen. Und dann haben sie zu mir gesagt, so, du hast zwar jetzt einen 3er gehabt, aber du hast ja zum 2er tendiert, das passt schon, geh du in den ersten Zweig. Bam, in your face hat's geheißen. Physik 5, Mathe 5, 5, 5, bam, gerade noch einen ins Maul. Ich habe letztes Mal ja schon aus meine Hausaufgabenhefte, die halt wieder da oder vorne umeinander liegen, vorgelesen, dass in Rechnungswesen und so auch nur 5er und 6er gehabt haben. Nur. Das ist so geil, du musst dich in der 8. Klasse für einen Zweig entscheiden. Ich weiß nicht, ob das heute auch immer noch so ist. Da, den technischen, da hast du Schwerpunkt Mathe, Physik und alles ein Dreck. Dann einen wirtschaftlichen Teil mit Rechnungswesen, Wirtschaft. Informatik, oder? War das da beim 2.? Das hast du separat wählen können, glaube ich. Dummerweise habe ich das nicht. Das war wahrscheinlich das einzige gewesen, wo ich halbwegs Ahnung hatte. Ja, ich habe es leider auch nicht gehabt. Das nervt mich heute noch. Man hat wählen können zwischen TV und Informatik. Oder irgendwie so. Weiß ich nicht mehr genau. Und der 3. Zweig war der hauswirtschaftliche. Ja. Da hast du nichts davon. Kein Rechnungswesen, keine Todesphysik, keine Todeschemie. sondern einfach nur stehst bei 100 Weiber drin und kochst. Alter, das wenn mir jemand gesagt hätte, dass diesen Kinder, Pro-Tipp, wenn das halt immer nur so ist, ich weiß das nicht, fucking niemanden interessiert, wessen Zweig oder was für ein Zweig oder was du in der Realschule gemacht hast. Hauptsache du hast da ein Abschlusszeugnis und da steht drauf bestanden. Ja. Es interessiert keinen. Nehmt den verdammten leichtesten Weg, den hauswirtschaftlichen. Bitte der's. Bitte. Das ist der Chicks-Terminator-Zweig. Ja, außerdem, du bist umgeben von lauter Weiber. Besser wird's nicht. Eben. Ja. Technischer Zweig kostet nur Schwengel um die rumdum und Mannsweiber. Ja. Der zweite ist halt einfach so der Rechnungswesen-Zweig ist halt wirklich so der 0815. Also du hast den ersten Zweig. Ich habe den ersten Zweig. Zweig und der dritte ist halt der, da sind dann die Chickers am Start. Ja. Das ist auf alle Fälle und der Kocher, Alter, da weißt du, du hast in deiner Abschlussprüfung sprichwörtlich, du musst was kochen. Also, Alter, da liegt sich jeder irgendwie durch mit einem Dreier oder was weiß ich. Warum hat man das keiner gesagt? Mir auch nicht, diese dumme Scheiße damals. Dann hocke ich drin und muss Rechnungswesen machen, Buchungssätze, das ist ein Scheißdreck. Da habe ich mir gedacht, jetzt arbeite ich seit fast 20 Jahren. Hast du jemals einen Buchungssatz in deinem Leben gesehen? Irgendwo, irgendwie? Ja, ich bin haben, bla! Ja, ich bin ein bisschen im kaufmännischen Bereich, deswegen habe ich leider ab und zu damit zum Buchungssätze? Das glaube ich da nicht. Jo, wirklich. 4004 VLL. Nein, die nicht. Ich meine, jetzt ganz normale Buchhaltungsthematiken habe ich schon dabei gehabt. Sowas ist ja letztlich. Sowas soll ja jeder machen. Das soll ja der hauswirtschaftliche Zweig machen. Aber die Buchungssätze auch nicht gerade diesen Scheiß, stimmt. Ja, was soll denn das? Das haben sie mal gezeigt und ja, okay. Dieses asoziale Schulsystem gehört sowas von niedergebrannt. Also da bin ich so grantig. Ja, unser Schulsystem ist sowieso eins von den dümmsten in meinen Augen. Sonst nichts. Ich meine, allein, dass man in Sport benotet wird, finde ich total dumm, weil Sport, nicht jeder ist gleich sportlich. Und ich sage zum Beispiel, ich weiß es noch, ich als alter Asthmatiker, ja, jetzt brauche ich nicht gerade fürs Bier auf Maus, sondern auch für die Lunge, dann haben wir laufen müssen, die ganze Dreiviertelstunde.
Und ich denke mir so, das ziehst du durch, das schaffst du jetzt. Und ich habe halt echt nicht viel schnaufen können. Da. Ja, klar. Dann laufe ich diese 3/4 Stunde durch und ich habe fast gekotzt. Ich werde das nie vergessen, ich habe fast kotzen müssen, weißt. Und dann kriege ich aber einen Vierer, weil ich nicht weit durchgelaufen bin. Wie demotivierend ist denn das? Ja. Mir war es scheißegal, weißt du, aber so wie demotivierend kann das für manche Leute sein? Das ist so wo sagen, der gehört hat doch eigentlich entweder gar kein Notensystem mehr oder ich muss aufpassen und sagen, okay, er ist ein Lungenspasti, so wie der Kani. Der kriegt sich von außen Noten besser, wenn er es durchholt. Aber warum benote ich das überhaupt? Da geht es einfach nur darum, die Kinder aussitzen lassen, Mannschaftsgeist zum Lernen, Zusammenarbeit und so ein Scheiß. Bewegung halt einfach generell. Das muss ich nicht benoten, so ein Scheiß. Oder Musik, Noten aufs Singen kriegen. Der eine kann nicht vielleicht ein bisschen singen, der andere kann sie nicht. So, das ist ja auch wegen Wobei, da muss ich sagen, da haben wir wieder beim Herrn Ostermeier, das war ja der Musiklehrer für die ganze Schule. Wenn es mich fragt, hat es einen anderen Musiklehrer gegeben? Ich wüsste jetzt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht. Soll es sogar einen extra Musikraum geben. Ja. Der hat das sehr fair gemacht. Ich habe das in der Hauptschule haben sie es noch so gemacht. Da war ich übrigens, da hat man auch so ein Wahlfach gehabt, am Mittwoch in der Früh. Warum ich da jetzt drauf komme, weiß ich nicht, da habe ich schon seit 25 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Das war bei mir Chor. Du hast 3 Sachen wählen können, Xylophon-Scheiße spielen, Chor und noch irgendwas, weiß ich nicht. Ich war Chor. Und in der Hauptschule, da haben sie es gibt doch nichts Schlimmeres für einen Schüler wie bei einem Referat. Da hast du dann Referate halten müssen, wenn du alleine vor die ganze Klasse stehen musst und musst jetzt da einen Vortrag halten. Ja, ich hab das übermengt. Da war oh Gott, alle haben doch das gehasst. Ja, ich hab das Ming, ich hab ein Referat in der Realschule über den Herr der Ringe gehalten und so geheißen, mit der man 10 Minuten brauchen und ich bin eine ganze Stunde vor ihm gestanden. Da hab ich hab gesagt, es ist der Herr der Ringe, da kann man das nicht auf 10 Minuten machen. Nein, passt schon. Ja, okay. Auf alle Fälle haben die in der Hauptschule bei uns eiskalt, alleine, aufstehen, vorsingen. Boah, leck, Alter, das ist die krasseste Demütigung, die du irgendeinem Kind oder kannst. Ja. Und in der Pause kriegt er dann dafür aufs Maul. Ja, genau. Wieso tut man denn? Der Herr Ostermeier, der hat das ganz fair geregelt. Da haben alle reihenweise alle aufgestanden und alle, also die ganze Klasse hat gesungen. 3/4 Stunde lang Moonlight Shadow. Carried away by a moonlight shadow. Und das erste Lied, da habe ich mir gedacht, wow, Musik ist in der Realschule voll cool. Das war von die Fantastischen 4 irgendwas, ich weiß aber nicht mehr was. Stimmt, das hat man auch noch gehört. Da habe ich mir gedacht, Alter, ist ja voll geil. Summer of 69 hat man noch gehört. Oh, leck, ich weiß nicht mehr. We Will Rock You haben wir mal gehört. Ja, das weiß ich auch noch. Moonlight Shadow Scheiße haben wir gehört. Mehr, da weiß ich jetzt noch. Ich habe eins von die Fanta 4. Ich weiß immer noch was von die Fanta 4. Aber ich hasse eigentlich Fanta 4. Ja, ich mag es auch nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, coole Mutter, das ist ja mal ganz was anderes. Ja, so nicht diese Beethoven-Scheiße oder sonst irgendein Dreck. Können wir mir einen Arschweg-Song auch singen? Herr Ostermeier kann auch singen. Ja, mach mal. Da, 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 da. Ich hab geschaut. Auf alle Fälle hat er uns alle, also die ganze Klasse hat gesungen. Die ganze 3/4 Schulstunde lang. Das war super. Und dann hat er reihenweise die ganze Reihe aufstehen müssen und er ist dann ganz nah zu dir hergekommen und hat da halt zugehört, wie du singst, währenddessen du in der Masse der anderen untergehst. Ja. Und da war das völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja. Und während dem Vorsingen hat er dann noch so Tipps gegeben, ja, mal ein bisschen her, mal so. Ja, der hat sich einfach mir gegeben. Da beim Ostermann habe ich das Gefühl gehabt, der hat nicht Bock gehabt. Ja. Der hat nicht Bock gehabt. Daniel, du wenn's nicht rauchen hättest, du hättest eine viel bessere Stimme. Der weiß ja, der fällt mir nichts. Moonlight Shadow. Daniel, schütte mal deinen Stimmverzehrer aus. Wir sind aber nicht bei Analkant. Und das Schlimme ist wahrscheinlich, dass der Ostermann Analkant sogar noch kennt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ich habe mit dem tatsächlich mal im Ding drauf, im Volksfest einmal, da haben wir miteinander Weiß betrunken. Ich war schon über 18, also kein Thema. Man darf bei uns mit 16 Weiß betrinken. Aber das immer noch, ich weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, in Bayern. Also wenn sie das abschaffen, dass man mit 16 kein Bier mehr trinken darf. Man darf erst ab 18 rauchen. Aber 18 darf man nur rauchen. Das darf man schon immer nur. Schreibt es mir in die Kommentare, ob wann man Bier saufen darf, ich weiß nicht mehr. Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Aber wir haben uns da unterhalten und dann weil ich habe halt immer Metal in Niederbayern ab 14, Entschuldigung. Stimmt. Ich habe halt immer Metal gehört und die hat die ganzen Bands kennt und hat ja, und die ist cool und hier und so und so. Da war nicht mehr, wobei das Einzige, was er nicht mögen hat, also er hat Metal zwar kennt, aber er hat es nicht mögen, weil für ihn war das satanistische Musik. Und ich weiß das nur, wir sind ins Klassenzimmer reingekommen und irgendein Vorglas hat ganz fett über die ganze Tafel, wenn es das aufglatzt, Slipknot hat, da drüber geschrieben. Und dann ist einer gekommen und ist ausgeflippt. Wer das da ohne geschrieben hat, der kriegt einen Verweis und macht es sofort weg, diese satanistische. Und ich habe gesagt, das war keiner von uns. Gleich auf mich teilt alle, weil ich war der einzige Mettler. Dann sage ich, schau mal, so wie schön das ist. Das kennt doch meine Schrift, das kann ich nicht gewinnen sein. Ja. Und dann ist nämlich auch so schön, Kunst.
Kunst benoten, was soll das eigentlich? Der eine ist talentiert und kann schon zeichnen, der andere kann es nicht. Warum kriege ich da schon wieder Noten? Warum versuche ich nicht einfach das Fach herzunehmen, um Kreativität zu fördern? Generell, da waren wir letztes Mal schon dabei, generell irgendetwas zu fördern. Ja, Wenn ich halt irgendwann gespannt so, okay, in Mathe kackt er ab, aber in Englisch und steht er sich ganz gut an, dann hast du halt anstatt 2 Stunden Englisch in der Woche hast du halt 6 Stunden Englisch, dafür aber bloß 1 Stunde Mathe, damit du halt die grundlegenden Sachen mitkriegst und nicht irgendwelche Polarkoordinaten berechnen, die ich sowieso nie wieder in meinem Leben drin brauche. Scheiß binomische Formeln. Und kotzen kannte. Das ist so dumm. Ja. Du nimmst, ich meine, ich hasse diesen Künstler eigentlich, ja, so irgendwie mengen du ihn nicht, aber einen weisen Satz hat er gesagt, in der Schule lernst du gar nichts außer aufhören zu träumen. Da wird er so richtig ausgeprügelt, so, du kommst in die Grundschule, Kindergarten und du hinterfragst alles. Warum ist das Gras grau? Warum ist der Himmel blau? Warum ist das? Warum ist das? Hast du Interesse für alles Mögliche? Ja. Das fragst du mal in 6. oder 7. Klassler. Das ist vorbei. Der sagt, fick dich halt dein Maul, wirft seinen Schuhbock ins Eck drin und die Leute wundern sich, wieso, das verstehe ich nicht. Ja, nicht. Verstehe nicht, warum der kein Interesse an der Schule hat. So, der war so gut, wenn er schönste Zeit in deinem Leben jetzt gerade. Ja, also bitte. Das ist auch was, das haben sie uns so oft gesagt, das war die schönste Zeit. Oh Gott, Kinder. Nächster Pro-Tipp, enjoy the school. Das stimmt, ja. Oh Gott, das war so gut. So dumm wie unser System ist, aber es ist trotzdem eine schöne Zeit. Ja, das stimmt. Mittag gar oder um 1. Bei uns war es aber 5 vor 1. Ja, habt ihr auch gefeiert, wie man eine Stunde früher raus hat? Da hast du in der Früh einen Stundenplan hingeschaut, dann hat irgendein Lehrer keine Zeit und dann, geil, Stunde früher raus. Geil, 11.30 Uhr. Ja, und dann haben wir das zum Sergio Prezzoso ins Caputo und da haben wir dann die ersten Queers-Halbing gegondelt. Da haben wir uns immer gefreut. Wir waren Team Teehaus, waren wir mehr. Teehaus, ne, wir waren Team Sergio Prezzoso ist ein Hopfen. Du saufst da 2 Cola-Weizen rein und dann dreht sie schon. Ja, du saufst so ein Queers-Halbing, du bist... Wie ist man da? 13! Dann saufst du da ein Gas so schnell auf eine halbe Stunde und natürlich dreht es dich. Und dann holt die Mama ab. Sitzt im Bus drin und... Oh, das speibe ich auch nicht rein. Aber wir auf dem Weg ins Riso, ich weiß nicht. Ich hoff's. Ja, schon lese. Was haben wir denn sonst noch so gehabt? Wir haben einen geilen gehabt, das war zwar jetzt noch Hauptschule, aber der wollte damals, habt ihr das Leute gehabt, die eine Unterschrift fälschen wollten? Ja. Und, ja. Und wir haben einen gehabt, der war Weltklasse, der Kerl. 6. Klasse, Unterschrift, und bei dem, das Schlimme war, bei dem, der hat echt so richtige Arschlocheltern gehabt. Der ist gestraft worden, den haben sie alles weggenommen, wenn er schlechte Noten gehabt hat und so weiter. Also ich kann es verstehen, warum er es da hat. Aber ich habe es nicht verstanden, warum er es so dumm da hat, weil er hat nämlich unterschrieben und hat dann gesagt, er hat sich, weil auf einmal der Lehrer halt ein Vieri, fange ich von vorne an, der Lehrer halt ein Vieri, schreien voll zusammen, eskaliert alles da drin, war wieder der Militärsergeant. Und dann kommt er zurück und dann sage ich, was ist denn los gewesen, Alter? Ja, die Unterschrift gefälscht. Dann sage ich, ja, aber woher weiß denn der das? Wer das nicht auswendig wissen? Und er zeigt das mal. Dann hat er auf der weißen Papieroberfläche hat er ein kariertes Bladel ausgeschnitten, wo er die Unterschrift gehabt und hat es drüber gepickt, weil er hat nämlich die Unterschrift gefälscht, hat gemeint, er hat sie verschrieben, hat es nur mal nachgemacht auf einen karierten Block, ausgeschnitten und drüber gepickt und wollte seinen Lehrer verzeihen, halt, dass das seine Eltern sie verschrieben haben. Ja, Entschuldigung, ich habe mich bei meiner Unterschrift verschrieben, bitte mal. Geh halt. Ich habe gesagt, der weiß doch das nicht. Sag der weiß doch nicht, wie die ausschaut, du hättest einfach in den Hagel gemacht. Dann gehört es ja aber auch nicht anders, weil sie nicht helfen. Da war dann wieder 4 Wochen Fernsehverbot. 4 Wochen Fernsehverbot. Aber ich halt 4 Wochen nicht besucht. Damals war aber halt auch dein Leben beendet, wenn Fernsehverbot geherrscht hat. Ja, ich würde gerade sagen, weil der hat dann in der Zeit keinen Besuch von mir gekriegt. Das ist ein Wahnsinn. Der hat immer Ärger gehabt, weil der war ein bisschen so in der Traumwelt unterwegs. Und der Lehrer hat das halt gewusst und der Lehrer hat damit nicht umgekehrt, dass der halt einfach ein wenig in einer anderen Welt ist. Und der hat den auf den Kicker gehabt ohne Ende. Also der ist hinten, dann hat er noch die Ohrwäschel gepackt und hat ihn ausgekommen und lauter seine Sachen. Dann hat er seinen Schulbock ausgeschüttet und dann hat er, das war 6. Klasse und er hatte dann Playmobil und Lego und ein Rittermalbuch und so drinnen gehabt. Und das war halt für die anderen Kinder war das halt nicht cool, dass er sowas hat. Ja, das hat natürlich. Für alle hingeschüttet und hat halt da voll bloßgestellt die ganze Zeit. Und er hat nicht so geil, das dürfen sie nicht, sie Arschloch, hat er dann gesagt. Geiler Typ. Das ist aber auch hart fragwürdig. Also vor der ganzen Klasse einzeln bloßstellen und so, das ist richtig asozial. Das ist richtig asozial. Ich weiß nicht, warum der überhaupt Lehrer gewesen ist. Der versteht ja die Konsequenzen gar nicht, was das für diesen Schüler hat. Das interessiert ihn halt auch nicht. Nein, das interessiert ihn nicht. Und er ist die ganze Pause, wo man andere noch geraucht. Und dann ist er nach der Pause auch schon gesagt, jetzt sage ich mal eins, es braucht sich nicht herlaufen und sie mir verzeihen, dass Rauch ungesund ist, das ist, weiß ich selber. Und dann hat sich voll aufgefallen. Wie oft werden sie das aber am Tag holen müssen, 400 Mal. Dann nach der Pause Gürtel gefressen und dem Schmerz ist ihm das Gürtel rausgefallen und dann, wenn du in der ersten Reihe gesessen bist, hat es geheißen, heben wir schnell auf. Und dann hast du so voll gelätscht Gürtel, hast nehmen müssen, hast du es ihm gegeben und jetzt weitergefressen, voll assi. Das war... Bei mir war es, wie sage ich es denn auf Englisch,
Feel greeted, Mr. Menrad. War auch mal kurz unser Klassenlehrer in Englisch und der hat immer Wert darauf gelegt, dass wir immer Englisch reden. Ja. Immer. Du, wenn ein Wort auf Deutsch gesagt hast, schreibst sofort. Sofort auf der Stelle. Gott hat mit dir gehasst. Can I go to the toilet? I don't know if you can. Ja. Super Witz. Du gottverdammter Klappspaten, Alter. Ich flipp aus. Also das war schlimm. Und der hat eine ganz besondere, auch was Unangenehmes, eine Art gehabt, auszufragen. Ausfragen hat immer jeder gehabt. Das war so der random Ja, Dings, genau. wo der hat der Oster mal über einen Stift fallen lassen. Weißt du, der hat Namen, so einen Sitzplan am Boden gelegt und hat dann einen Stift runterfallen lassen und den es getroffen hat, der war gefickt. Und da hast du immer Panik schon. So, fuck, ich hab den kleinen Hoffnung. Da bin ich so oft davor gekommen damit, Wahnsinn. Und der Männerrad hat mit einer Stoppuhr ausgefragt. Der hat 60 Sekunden und wenn du nicht, was weiß ich, Vokabeln gelernt hast oder was weiß ich, warst du halt wieder gefickt. Ja. Ich hab das gehabt, Physik, werde ich auch nicht vergessen, weil 9. Klasse bin ich mal auf der Kippe gestanden, dass ich sitzen bleibe. Physik, erste Schulaufgabe, Bomben 6 reingeballert, volle Socke und ich hab nichts können. Ich hab nicht einmal gewusst, für was das die Buchstaben E und was ich was stehen. Leck mich doch, interessiert mich nicht. Und dann nächste Stunde fragt's mich aus. Ich stehe wieder vorne, ich soll irgendwas fahren, vorrechnen, soll ich, kann ich nicht. Ja, wie kannst du nicht? Dann sag ich, kann ich halt einfach nicht. Ja, du hast nicht gelernt. Dann sag ich, nein. Ja, aber warum denn nicht? Dann sage ich, weil wir letzte Stunde Schulaufgabe rausgekriegt haben. Kein Mensch rechnet damit, dass er heute ausgefragt wird. Ja, aber du hast einen Sechser gehabt. Dann sage ich, ja, jetzt kriege ich nochmal einen. Und so war's halt dann bin ich jetzt bis auf 6,0 nach 2 Noten gestanden. Nice. Aber in Mathe auf einem 5er, Physik auf einem 6er und ich habe mir aber auf in beide Fächer auf einem 4er aufgearbeitet. Ich wollte jetzt gerade sagen, bist du daheim? Wir sitzen Nein, ich schon. Ich habe die 9. Klasse wiederholt. Sitzen bleiben bin ich wegen Rechnungswesen, also Rechnungswesen auf alle Fälle, Mathe, Physik und Chemie, glaube ich. Da in Physik nehme ich durch, ein Referat retten können, weil das habe ich nicht mehr können. Wieder Herr der Ringe? Ja, in Physik. Ich habe nämlich dann die physikalischen Regeln von dem Ring erklärt in Physik. Warum der nur im Schicksalswerk schmelzt? Ja. Nein, das war, weiß ich auch noch, das war ein Referat über Supraleitungen, war das ein Referat und da habe ich einen Einser gekriegt und die hat mich dann so ausgerissen, dass ich dann auf den Vierer gekommen bin. Das war doch ein Mitleidseinser, den bist du her. Das war das beste Referat überhaupt. Das haben sie eingeschickt nach Harvard, dieses Referat. Ja, mit Sicherheit. Ja, und dann gesagt, Alter, der Typ ist geistig behindert, schwert's rein. Kleiner gewamperter Volldepp mit eingekastelt, weil er Doktorarbeit über Supraleiter geschrieben hat. Ja, genau, und dann haben sie gefragt, warum die ganze Zeit über White Supremacy-Leiter redet. What? Ja, den besagten Herrn Much. Ach, der Herr Much. Der war einfach berüchtigt dafür, dass er einer der strengsten Lehrer war, die es gibt. Also, aber heute richtig hardcore. Werde ich nie vergessen, wir sind alle hinten gesessen, alle links hinten, zu viert nebeneinander in einer Reihe. Nur Scheiße gemacht den ganzen Tag. Halt wieder mal nicht aufpasst, bla bla bla, macht vorne, schreibt irgendwas ohne. So, bla bla. So, dann dreht er sich um. Das Ergebnis Lex 5. 5. Schaut er mir so. Ja, genau. Du Penner! Er hat ihn wirklich gleich als Penner beschimpft, aber nicht, weil er als Obdachloser, sondern weil du halt schlafst im Unterricht. Unfassbar. Die erste Stunde. Ich schwöre, wie das geheißen hat, wir kriegen den als Klassenlehrer. Bin ich da geguckt, ich weiß nicht, wie das Jahr überleben soll. Dann ist uns der Stundenplan vorgelesen worden. Und dann hat es gehört, ich werde ihn nie vergessen, am Donnerstag die ersten 2 Stunden Sport. Hab mich gedacht, boah, leck, voll geil, Alter! Und dann eine Doppelstunde Mathe beim Herrn Much. Dann bin ich da geguckt, oh fuck, Alter. Doppelstunde auch noch, das ist oh fuck, Alter, I gonna die. Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine kurze Pause machen. Oh shit, das hast du sehr gut erkannt. Wir haben noch genau 40 Sekunden. Das ist Zeit für eine Werbepause. Haben wir einen Sponsor heute? Wir hätten einen vielleicht, aber... ja, da können wir beim nächsten Mal drauf. Nein, dann haben wir noch keinen. Dann drücken wir da mal schnell auf Pause und dann sind wir gleich wieder da. Okay. Bam. So, das haben wir schon wieder da. Ja, jetzt eine Doppelstunde Spezi. Schmitzel. Erste Stunde Mathe beim Much. Alle so drin geguckt. Ja, da bist du halt wach. Da bist du wach, da bist du da, weil wenn du nämlich nicht da bist, dann hast du das Gefühl, du wirst zusammengeschlagen. Ich glaube, er hat ab und zu leicht geschlagen. Dann hat er ein paar einfache Regeln gehabt. Du brauchst einen Bleistift, hau bloß ab mit deinem scheiß Kugelschreiber. Ein Geodreieck, ein Zirkel und einen roten Stift zum Markieren, so ein Stabilo. Ja. Habt's morgen alle dabei oder fick dich. Okay. Sitzen wir drin am nächsten Tag? Die ganze verfickte Klasse hat die Scheiße natürlich dabei. Ich schwör's euch, wenn ich einen sehe, mit einem Holzlineal,
Nee. Sitzt ja da, ja gut, denk mir so, alles klar, du hast verschissen. Alter. Das 30 cm lange Holzlineal schaut da so aus dem Schlampermappel raus und er geht halt so durch die Reihen und schaut so links obi, rechts obi, schaut so, dann bleibt er so stehen an meiner Seite. Ich schaue nur nach vorne so. Schaut so obi. So Alien-mäßig, oder? Du bist Triple A, von der Seite kommt so der Ja, da kommt so da, ich weiß genau so, der Schweiz läuft da oben so. Ja, genau, erst so schon auf der Schulter. Hoffentlich nicht, Gott, hoffentlich. Ja, aber der Geo 3 gehabt, aber groß, das war total abgefuckt. Bleibt er so stehen, schaut so obi. Denkt, nein, bitte nicht. Nimmt mein Holzlineal, das 30 cm Ding, wo so eine Metallverstärkung drin war, schaut mich so an. Bricht es auseinander, macht das Fenster auf und schmeißt es aus dem Fenster raus. Ja. Ungelogen! Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, ja gut, habe ich verdient. Habe ich verdient, das ist it happened. Das sage ich meiner Mama. Das war mir wurscht gewesen. Das habe ich zum Spanken braucht. Was ist mit dir? Ja, gut, stimmt. Das ist auch die Zeit, wo die Mädels dann auf einmal alle Tangas so haben und so einen Scheiß. Ja. Und wo es auf einmal interessant wird. Und immer knapper sind die Tangas damals geworden. Das war wirklich genau, ohne gehabt, das war einfach nur Schnell. Ja, war schnell. Und also da haben wir da gedacht, und immer wenn die vor uns gesehen, da haben wir die Schulstühle, die sind zwar so, ich nenne es jetzt einfach mal Viersal und da geht die Rückenlinie hoch. Und wenn sie die Vieri gelernt haben, dann ist es da so Maurer-Dekolleté mit Schnell. Du aufstehen dürfen dann. Nein, das stimmt. War ein guter Gefühl in meiner Hose schon wieder. Guter Gefühl in meiner Hose. Ja, mach einen Sexy-Teil mit diesem Muschi-Maus. Haben wir sonst irgendwelche Lehrer gehabt mit irgendwelchen Eigenarten? Ich weiß schon ein paar. Herr Duschel. Oh ja. Dem haben wir... Hat mir einen Verweis gegeben. Nicht mir, weil du ihm gesagt hast, dass er stinkt wie ein Vieh. Nein. Was total Dummes, für das einen Verweis kriegen. Irgendjemand hat bei uns den Scheißdreck angefangen, dass man immer, wenn jemand nicht da war, in der Pause, hat man seinen Schulbag ausgetrunken und ins Klo reingestellt. War völlig dummer Witz. Ich stehe drinnen und sagt dann, kann ich immer mit in seinen Schulbag? Da sage ich, ja, da, nimmt ihn, trocken aussehen, dann kommt noch einer vorbei, sagt es, steckt ihn ins Klo rein, schwappt runter, holt Surfer und eskaliert ihn voll mit dem Ding und steift rein und was weiß ich. Und dann geht der Duschel vorbei und sagt es, okay, jeder, der dabei war, bitte kommen. Ich hab mich nicht angesprochen gefühlt und dann auf einmal so, ich soll auch kommen. Sag, warum? Ich hab gar nichts damit zum Tun gehabt. Ja, du hast ihm den Schulbag gegeben, oder? Dann sage ich, ja, wir haben nicht gewusst, was er damit tut. Ja, dann warst du der Drahtzieher der ganzen Sache. Ja, dann warst du der Drahtzieher der ganzen Sache. Ich denke, ja, jetzt bin ich der Drahtzieher, leck mich doch. Duschel mit deinen Wendepullover, weil du alles 6 Wochen lang angehört hast, das total gestartet war. Ich werde nie vergessen, die Abschlussklasse 2-3 Jahre vor uns haben mir Shampoo zum Abschluss geschenkt. Bei uns da war ich leider nicht da, das haben sie mir dann verzeiht. Da hat es auch die Kartenständer gegeben in die Klassen. Weißt du den noch? Nein. Und mit so einem Schnappding, wo du einen Karten eingehängt hast. Für Erdkunde. Ja, doch, die weiß ich schon. Ja, steht bei uns drinnen, er macht den Epse, rennt in den Kopf und hat da eine kleine Platzwunde, blüht wie Sau. Dann haben sie ihm gesagt, Herr Duschel, Sie haben sich da angehört, Sie blühten. Dann sagt er, das ist nur eine Nebensache. Und hat einfach weiter Unterricht gemacht und hat Blut in der Fresse. Auch schon wieder John Rambo sagt. Und dann hat sie dann aber angeblich an dem gleichen Tag hat er sie in einer anderen Klasse an der anderen Seite angehört und hat dann einen Pinken dort gehabt. Dann hat er da einen Cut gehabt und dann einen Pinken. Und da bin ich krank in der Zeit, weißt du? Ich war auch oft krank. Ich war der Einzige, ich weiß nicht mehr, ob es die 2., 9. oder 10. dann war. Ich weiß nicht, ich glaube die 10., weil da war mir dann wirklich alles so hart wurscht. Ich war der Einzige in der ganzen Schule, der eine Testpflichtauftrag kriegt. Geil. Ohne Scheiß, werde ich nie vergessen, in der 10. Klasse kommt der Herr Rektor höchstpersönlich in unser Klassenzimmer rein und ruft meinen Namen aus. Vor der ganzen Klasse. Und zeigt mir ein Diagramm. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ein verficktes Balkendiagramm. Wann ich krank war und wann nicht. Ja, hier so und so. Also Montag, Balken, Dienstag, Balken, blub, Mittwoch, Donnerstag, blub, 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 Freitag, Balken, Also es ist schon sehr auffällig, dass du wirklich immer Montag und Freitag magst einfach nicht gern kommen, gell? Also, ja, mei, wir sind in der Früh halt oft schlecht und so ein Scheiße der Zeit. Dann hat er gesagt, ja, dann müssen wir das jetzt so machen, dann musst du jetzt ein Test. Du musst einfach ein ärztliches Attest, weil du gesagt ja, du totaler Volldepp. Dann gehe ich am Mittwoch nämlich zum Doktor und sage, oh Gott, Herr Doktor, ich hab Bauchweh. Ja, und dann bin ich von Mittwoch bis Freitag krank und nicht bloß am Freitag. Habe ich die Ehre. Genau so ist er gelaufen. Richtig asozial. Die Aussage habe ich in der Lehrzeit einmal gekriegt, dass ich auf Montag und Freitag krank bin. Ich habe gesagt, was soll ich denn da? Freitag war nicht so schlimm, weil ich noch über den Tag finde. Das hat mir dann in meiner Alter, kommen wir auch dazu. Das nächste Thema wird wahrscheinlich auch eine Azubi-Zeit erstmal, so was man dann nach der Schule so treibt und wir drin haben. Und was fällt mir nur so alles sein? Das war übrigens auch der Rektor, der an unsere Heftel gerochen hat. Manuela stinkt nach Rauchverweis.
Hast du jemals einen Verweis gekriegt? Ja, habe ich vorher gerade erzählt. Den mit dem Schüber, das war das Einzige. Ich glaube, ich habe wieder mal Mitteilung. Ich bin immer relativ gut ausgekommen. Ich habe so viel Mist gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie das hergegangen ist. Ich habe auch selber nie so viel Scheiß gemacht. Ich war immer bloß dabei so und habe dann gewusst, da tust du jetzt nicht mit, weil das geht dumm aus. Es gibt immer so Sachen, die gehen zweit und du hast einfach eine dumme Leute gehabt, die sind immer zweit gegangen. Ja. Aber ich habe, glaube ich, immer so gewusst, wie weit kann ich gehen. Oder ich habe gewusst, wo wir ihn erwischt und wo wir ihn nicht erwischt. Und das macht es halt auch aus, weil es gibt ja einfach Leute, die meinen, sie kommen mit allem durch, aber oftmals sage ich, das ist offensichtlich, dass das nicht gut geht. Lernst irgendwann. Da steht der Lehrer neben dir, du kannst ihm jetzt nicht in den Sack hauen. Einmal waren wir ganz kurz vor dem Klassenverweis. Da haben sie mittlerweile abgeschafft, gell? Kennst du Geipel noch? Herr und Frau Geipel. Nur vom Namen, aber die bin ich gehabt. Da haben... Die haben wir fertig gemacht, die sind die Klapse gekommen. Also ungelogen, die sind die Klapse gekommen. Die hat Verweise austeilt und was weiß ich, und dann haben wir mit der einen Krieg angezettelt, das kannst du überhaupt nicht vorstellen. Wir haben uns aufgeführt da drin. Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber dann irgendwann angefangen hat alles so läppisch mit so Fragen. Das war Erdkundelehrerin. Frau Geipel, ja, wie viel Beton braucht man für einen Platz? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, das kommt auf den Platz. Ja, aber wie viel Beton braucht man denn so für einen Durchschnitt? Lauter so ein Scheiß und das also einfach nicht aufgeben. Frau Geipel, ja. Oh, die Leute übrigens auch der Schlung, die beim Maten-Schnipsen. Gleich umdrehen. Weiß ich. Ja, ist mir egal, das ist was halt einmal. Frau Geipel, essen Eisbären eigentlich Pinguine? Mit dem Hintergrundwissen, dass Eisbären oben und Pinguine unten wohnen. Aber sagt es keinem, lässt er sich ja nicht an. Und dann war die weg und dann haben wir einen Herrn Geipel auch noch gehabt, werde ich auch nie vergessen. Dann haben wir irgendwann so lange durchdreht, bis er sich vorn wie ein kleines Bockertskind ans Fenster ohne hat, Arme verschränkt und hat gesagt, so, wir machen so lange nicht weiter, bis ihr endlich Start seid. Dann bin ich aufgestanden, da kannst du lang warten, du Mongo. Dann haben wir Vollgas und dann am nächsten Tag war er fort und beide keine Lehrer mehr. Geil. Das war richtig übel. Da hätten wir auch ein paar Mal einen Klassenverweis gefangen. Und einmal, also du weißt noch schnell so eine Geschichte, meine Geschichte muss ich mir noch mal schnell im Kopf zusammenbauen. Das mit dem Bockig haben wir mal mit einem Lehrer gehabt, weil es war immer Highlight, haben wir schon mal erzählt, wenn es einen Film schauen ist, der für eine Stunde. Und der Lehrer hat nicht irgendwo anders ich mir gesagt, das hilft jetzt nicht, heute schaut sich ein Film praktisch in einer Stunde und dann er geht dabei. Und ja, wir haben uns gefreut, geil, Film schauen, dann haben wir einen, der einen Schwarz lässt da drin. Es ist wirklich Start und dann einmal so richtig so ein Mörderschwarz. Dann lachen die Leute und der scheiß Lehrer ist nur im Nachbarraum gewesen, weil es war gleich nachdem der Film losgegangen ist, war nur im Nachbarraum, Leute lachen, er und bedeine, so passt, wenn es nicht weg dann schreibt es eine Stunde lang, hat uns irgendwas hingelegt, müsst ihr abschreiben. Was soll diese bockige Scheiße und warum darf ich ihren Schwarz nicht lachen? Wichse! Das ist der älteste Witz der Menschheit. Ja, jeder normale Mensch muss beim Schwarz lachen. Ich habe sogar jetzt lachen müssen, wie du den herbreit hast. Immer gut. Aber das war so ein geiler Typ, der hat immer in der Schule geschissen. Das war dem egal, der hat immer Scherz lassen. In unserer Parallelklasse, glaube ich, wollte sie im Werkunterricht jemand mit der Schar die Vorhaut entfernen. Soll ich das nicht, wenn ich trinke? Ich weiß auch einen Namen, den kann ich jetzt nicht sagen, ist wurscht. Und das Geile war, man munkelt, ich war ja nicht dabei, aber man sagt halt, kennst du nur diese Schnippi-Schere, diese Sicherheitsschar mit so Abgrundecken und so? Aber da steht einmal das vor. Ah ja. Das war auch so eine, der hat eben einen Ohrhekast durchs Klassenzimmer geschossen. Hör auf jetzt! Warum habe ich denn einen Ohrhekast? Ja, weiß ich nicht, weil er asozialer Penner ist oder war oder was weiß ich, asozial. Wow. Oder habe ich auch noch eine gute Geschichte. Und zwar ist doch immer mal in der 9., 10. dann so, also wenn es halt ans Verlassen der Schule geht, ich glaube hauptsächlich dann in der 10., da hätten wir fast mal alle einen Verweis kassiert. Da ist ein Berufsinformationstag. Und dann kommt einer vom Arbeitsamt. Der ausschaut wie so ein Pinguin. Der Pinguin, bei uns war den haben wir Hans Maulwurf getauft. Ja, oder so, genau. Bei uns war es Pinguin oder Hans Maulwurf. Die zwei Namen. Ich werde ihn nie vergessen. Alter, der hat sich umgedreht zur Tafel, hat irgendwas gesagt, dann haben so viele Papierviere geflogen und Uhrhackerl und Zeilen, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und irgendwann haben wir auf die geistreiche Idee gekommen, ich sage jetzt einfach Namen, das ist wurscht, man kennt ihn halt unter dem Namen der Hube. Hube! Kriegst einen Fünfer, wenn du ihn abschlägst. Sagt er, wie soll ich das machen? Ja, wenn er vorbeigeht, schlägst du ihn. Ungelogen. Er geht dann einfach durch die Klassen durch und erzählt irgendwas, geht wieder zurück. Beim Vorbeigehen am Schultisch so, Hubi steht auf und schlägt ihn so an der Schulter. Ich war fast gestorben, Alter. Der war total fertig, der ist dann auch irgendwann gegangen, weil wir uns halt wieder nur aufgeführt haben, wie die Vollidioten. Und dann hätten wir,
wir waren da dabei, da haben ja Klassen teilweise zusammengewürfelt worden, weil es da unterschiedliche Sachen auskennen. Dann haben ich und noch 2, 3 andere nicht zusammengeguckt und dann haben wir zum Winkler müssen, jetzt ist Verweis angesagt. Dann hat's den ohne Scheiß, dann habe ich ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, jeder kann es jammern. So, das wollte ich nicht, da bist du dann zu allem fähig. Manche können dann Trenzen und lauter so einen Scheiß, habe ich alles nicht können, war ich nicht befähigt dazu. Und dann war da, muss ich kurz überlegen, wie der geheißen hat, ich muss den Namen aushauen, der Authentizität wegen. Nicht irgendwas mit K. Nicht Kani, sondern Fuck! Karl. Nein, ich hab seit der hat auch einmal besucht einen Haufen Autos, der rennt im Bösting, aber seit 20 Jahren her, keine Ahnung. Fuck, wie dann geheißen, mit dem habe ich sehr viel Zeit verbracht, damals auch in der Schule und auch danach am Weiher und so ein Scheiß. Fuck, ich hab's vergessen, ist egal. Auf alle Fälle kommt da einer, alle nächsten Tag antreten hier, Besprechung beim Rektor, Verweis, bla bla bla. Dann kommt der Typ mit einem Blärmisch raus. Und der kommt mit dem vollen Programm. Der kommt einer und fängt eine Rede an zu schwingen unter Tränen am Boden. Es tut mir so leid und das wollte man nicht und was weiß ich und als ich wollte mich entschuldigen und kriegen alle Blärmischsträuße und so. Ich bin der Trinker und denke, was macht der Typ? Nimm lieber den Verweis. Ich weiß, ja genau, was ist denn, was nehmen lieber einen Verweis oder geben wir uns die peinliche Scheiße da? Das hat eine Viertelstunde gedauert und keiner von uns hat einen Verweis gekriegt. Respekt. Da habe ich mir gedacht, Alter, das war die geilste Nummer, die ich jemals gesehen habe. Geil. Fuck, ich habe seinen Namen vergessen, den darf ich jetzt so gern nennen. Da hätte er wahrscheinlich auch nichts dagegen, weil er ein totaler Blödmann ist, er wahrscheinlich. Geile Nummer. Wenn man während der Zeit noch mehr einfällt, dann muss ich ihn noch mehr ausschmettern. Hat er das mitgekriegt, dass abgeschleckt worden ist? Hat er das gemerkt? Das glaube ich nicht. Wir haben uns da drin, das kannst du dir nicht vorstellen, wie wir uns aufgeführt haben. Wir haben ein Skilager gefunden. Alex, Skilager. Danach gab es keins mehr. Ja, bei uns schon wieder. Das muss ich gut, da war ich nicht mehr da. Zu uns haben sie gesagt, Skilager wird abgeführt. Vielleicht haben sie es einfach nur gesagt zu euch, weil es ist euch aufgeführt. Ja gut, das kann sein. Am Ende hat es kann sein. Wir waren alle fest davon überzeugt, so Skilager gibt es nie wieder. Alles klar, tschüss dann. Weißt du nur, dass im Skilager ein geiles Zimmer, also es gab doch diese Assi-Zimmers, die normalen, und dann gab es daneben nur so Hütten, so Altbauernhütten-mäßig, war so ein Holzding. Weißt du, dass das Luxushotel war für die Schüler? Da hat es einen Whirlpool gegeben. Also sprich ein Bad mit Whirlpool. Ja, nein, weil ich hab nämlich, ich bin durch Zufall irgendwie, bin ich da bei denen, welchem Zimmer drin, und die haben mich genervt, also richtig genervt. Da bin ich zum Lehrer gegangen und gesagt, ich hab echt keinen Bock, dass ich mit dem im Zimmer bleibt, die nerven mich woanders hin. Und ich habe gewusst, dass das Zimmer da hinten geil ist und dass da nur ein Bett frei ist. Und dann habe ich gesagt, kann ich nicht zu dem um, ich kann ein Kumpel von mir und so weiter, und wir haben uns irgendwie versammelt, dass wir zusammen dann fürs Zimmer. Ja, kannst du mir wechseln, wenn es dir passt. Dann bin ich dann gleich am ersten Tag sauber, eine in Whirlpool, da drin umeinander gewammelt, geil. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ans Skilager habe ich nicht mehr. Da habe ich einfach, ich kann es nicht mehr, ich kann unser Zimmer noch grob rekonstruieren, aber sonst weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich da angefangen habe, dann einen Herr der Ringe zum Lesen. Dann hat mich ein Spätzl dabei gehabt und er hat gesagt, ich habe schon durchgelesen, kannst du anfangen? Und dann habe ich die ganze Zeit Herr der Ringe gelesen. Das grüne Buch da oben. Nein, ja, der Rautskot. Habe ich vom Bäder, das hat mir der Bäder gegeben. Aber ich letztes Mal schon gesagt, wenn wir zum Bäder kämen, habe ich ein paar richtig gute Geschichten. Der Typ, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Haben wir zum Skilager noch irgendwas? Was da einfällt? Skilager war bei uns jetzt auch nicht so aus. Der einzige Witz, den ich noch Spätzl durchgezogen haben, war eben, dass wir uns alkoholfreies Dosenbier gekauft haben und haben uns dann beim Abendessen hingesessen, weil da hast du natürlich strikt das Alkoholverbot. Und dann haben wir uns dann großkotzig hingesessen, haben auf und Prost und eingesoffen, bis halt dann Lehrer vorbei und haben uns alle zwei auszitiert und haben uns angeschrien und die haben uns voll, und jetzt kriegt's Ärger und jetzt kommt noch härter, wir wollen über die Erde regieren. Sie haben uns halt dann auch voll angeschissen und so weiter, und wir haben halt dann so geil dumm, dass was ein Problem ist, und wir trinken haben wir doch einfach nur was getrunken und kann nicht so dramatisch sein, bis er irgendwann die Dosen so uns aus der Hand reißt und schimpft und schaut sich das an und irgendwann ach fuck, das ist doch Vollidioten. Ja, so. Ich glaube, wir haben uns wirklich als Vollidioten betitelt. Er hat einfach nur gesagt, das ist doch Vollidioten. Dann haben wir gesagt, Schatz, dass es weiterkommt. Nein, da kann ich nicht mehr recht viel konstruieren. Besinnungstage kann ich nur ein bisschen was konstruieren. Da weiß ich auch nicht mehr viel. Wir haben uns da aus Colaflaschen, Eddingenstiften und sonstigen Utensilien Bongs gebaut, das weiß ich noch. Die scheiß Bongbauerei aus Plastikflaschen. Vor mir war das einfach da. Ja. So. Einfach so, jeder hat einen Bong gebaut, jeder hat einen da ist ja sehr viel, das ist jetzt von Religion ausgegangen, so die Besinnungstage, deswegen heißen sie ja Besinnungstage. Und da hat absolutes
Verbot geherrscht. Also das ist ja wirklich in eine gerade Linie gezogen worden ab 8 Uhr abends und auf der linken Seite nur Burma, auf der rechten Seite nur die Mädels in die Zimmern und wehe, da geht einer um mich. Ich schwör's dir, morgens in der Früh, glaube ich, ist die ganze Burmerschaft irgendwo in einem Zimmer von die Weiber drin und gegenseitig haben wir uns angemalt und was wird, leck. Aufgeführt ohne Ende. Aufgeführt ohne Ende. Wir haben das Glück gehabt, der Herr Dr. Stütz. Der Stütz. Ja, Herr Dr. Stütz. Guter Kerl. Das war ein guter und netter Lehrer eigentlich, aber ich bin hochgelaufen. Fuck, müssen wir nochmal von vorne fahren. Ja, wir haben ja gerade wieder mal die ultimativen Podcast-Profis und Kamera ist einfach kaputt gegangen. Das ist echt... Herzlichen Glückwunsch, war nicht das erste Mal, aber ihr sollt auch zuhören und nicht zuschauen. Oder beides, oder was weiß ich nie, was Pro-Level 9000. Pro-Level. Das war aber jetzt geil gewesen, weil die Viertelstunde, wo ihr jetzt nichts gesehen habt, haben wir unsere Schwänze rausgekommen. Ja, ich hab meinen da auf den Tisch gelegt, du deinen da und dann haben sie auch lang nur das so aneinander stupsen und so. Ja, ich bin auf alle Fälle am Tisch gelaufen und dann ist die Kamera kaputt gegangen und das ist dumm. Klassiker. Ich weiß nicht, was sie kennen da dabei denkt, dass wenn der Akku ausgeht, dass dann die ganze Aufnahme Video einfach kaputt ist, anstatt dass 5 Sekunden vorher sagt, okay, schließen wir die Datei ab und ach, leck mich. Ja. Wo war man? Keine Ahnung, kennen Absagen. Aber ich Aber glaube, wir waren in die Tage der Orientierung, die wir jetzt wahrscheinlich auch brauchen nach diesem Wutanfall. Ja. Das stimmt, die kann ich jetzt brauchen. ja. Da wird man, hat man dann ja so Sitzkreise gemacht und ist sexuell aufgeklärt worden. Und so. Ja, genau, und ich werde das nie vergessen, weil das ist aber, glaube ich, vom Pfarrer auch gehalten worden. Und bei uns sind halt dann, man hat sich hinstellen müssen im Kreis und dann sind Fragen gestellt worden, ob man das jetzt halt als normal oder als pervers, sag ich jetzt mal, empfinden darf. Und wenn man es als normal empfindet, dann soll man nach vorne gehen, wenn man es als pervers empfindet, soll man nach hinten gehen und wenn man keine Meinung dazu hat, soll man stehen bleiben. Und ich werde nie vergessen die Frage von dem Pfarrer, als er gesagt hat, ein Pärchen beschließt einvernehmlich miteinander im Bett Vergewaltigungen nachzuspielen. Und dann hat jeder von uns so, krass, Alter, und nach hinten gegangen und der Pfarrer geht nach vorne. Und dann hätte er so, na, also wenn die das einvernehmlich entscheiden, dann ist er das so, genau, halt doch dein Maul. Ansonsten ist alles, was irgendwie damit zum Tor, dass ich mir Zipf ins falsche Loch einstecke, ist völlig tabu. Außer es ist ein kleiner Bub, aber das war jetzt auf einmal normal für dich, oder? Kim, halt doch dein Maul, so eine gestellte Scheiße gewesen. Wie wir es beweisen wollen, dass sie jetzt da, oder wir beweisen wollen, dass sie offen sind als Kirche. Nein, seid's nicht offen! Ja. Scheiß drin. Der Herr Dr. Stütz, der war ja auch Religionslehrer und der hat uns einmal erzählt, dass er seine Schwester beim Umziehen zugeschaut hat. Da haben wir auch alle da gekommen und denken, Herr Gott, Herr Dr. Stütz. War die Schwester geil, hat das einer gefragt. Herr Stütz. Ist die geil gewesen, oder? Ist die geil gewesen? Was? Der Stütz hat doch auf seinen Koffer den geilen Aufkleber drauf gehabt, I like the Pope smokes dope. Boah, das weiß ich nicht mehr. Da war immer ich glaube, der Papst Johannes Paul II. War das Bild, ich glaube ich auch jeder, wo er so da sitzt und hat einen Joint dahinter und drüber steht eben I like the Pope smokes dope. Den hat der Stütz bei uns immer auf seine Taschen drauf Das Geile am Stütz war ja, der Mann war in seinen Sinnen so beschränkt, der hat ja eigentlich als Schwerbehinderter hat der gegolten, der hat nicht gescheit gesehen, also sobald er seinen Brenner aber hat, der hat nicht gescheit gehört, der hat 2 Hörgeräte drin gehabt, der hat nichts gerochen, der hat nichts geschmeckt. Wir haben ja sprichwörtlich bei ihm im Unterricht hinten geraucht, aus dem Fenster aussehen. Hat er nicht gewusst und dementsprechend haben wir in die Besinnungstage halt auch tun können, was wir wollen. Wenn wir gewusst haben, so, der ist im Bett, der tut seine Brühen aber, seine Hörgeräte aus, jetzt ist Halligalli Drecksau-Party. Bis was weiß ich, kein Mensch hat irgendwas kapiert. Ich habe den selber nicht als Lehrer gehabt, weil ich bin ja Protestant, ich bin ja Kirchenspalter. Aha. Und habe dann leider Herrn Stütz nicht im katholischen Unterricht belauschen dürfen. Ja, was dann? Ich habe einen evangelischen Unterricht gehabt, ich glaube bei einer Frau Außerbauer. Und der war Gott sei Dank immer am Nachmittag. Für das wäre ich auch noch gestraft. Ja, nice. Das heißt ein Kirchenspalter-Sau, du gehst am Nachmittag in die Schule. Du gehst gefälligst Nachmittag auch noch in die Schule. Ja. Das ist ja heute auch gang und gäbe eigentlich, dass man Nachmittag Schule hat, oder? Das ist eine Frechheit eigentlich. Das hat es bei uns nicht gegeben, das ist mir wurscht. Ich habe nur einen scheiße Religionsunterricht. Bei uns nicht, erst später dann in der berufsübergreifenden Schule, wo ich kurz mal war, da kommen wir aber später nach der Ausbildungszeit dazu und dann in der Berufsschule hat es Nachmittagsschule gegeben. Ja, da war es sowieso. Aber sonst war völlig unvorstellbar, wie soll ich um 2 Nummern in die Schule bis um 5 Uhr? Ich habe sogar einmal freiwillig bin ich sogar gegangen, weil ich mich versprochen, wenn wir interessiert haben und dann habe ich Französisch genommen und das war ja nur ein freiwilliges Wahlfach und das ist nur am Nachmittag gegangen. Da habe ich diesen besagten Herrn Mendra gehabt und ich habe zwar gern Mengen, aber für mich war das kein guter Lehrer, bei dem habe ich mir nichts behalten können, darum habe ich das dann wieder aufgegeben.
Nein, der Männer, der hat mich gehasst. Wie oft du hast bei den Schulaufgaben selber korrigieren müssen, was du falsch gehabt hast. Und da hat er wie nennen wir das? Ein Protokoll gehabt, wie du was für einen Fehler zum Korrigieren hast. Und wenn du da einen falsch hast, dann schreibst du es nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ich weiß nicht, wie oft dass ich meine Schulaufgaben korrigiert habe, 20 Mal wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe den nicht nur mehr als Aushilfe gehabt in Englisch. Klassenlehre. Und eben dann im Französisch noch gehabt. Und im Französisch, wahrscheinlich, weil es ein freiwilliges Wahlfach war, war es ihm da recht wurscht. Da war er jetzt nicht so streng oder so, das war immer ganz lockere Ding, aber durch das Lockere selber bist du nicht so dahinter, mir hat es zwar interessiert, aber du bist jetzt auch nicht so dahinter und wenn dann nicht wirklich was gelernt wird, dann habe ich 2 Jahre umsonst Französisch gehabt. Der Schmeißer hat mit Weiber angeredet. Ja, ich drop jetzt Names, ist mir scheißegal, das haben alle gewusst und irgendwie hat keiner was dagegen da. Der hat sich ja bei den Mädels auf die Bankführer gelernt und hat dann mit den Ellbogen so rein angefangen. Und da hat irgendwie, das hat jeder gewusst, aber keiner hat sich wirklich was gesagt und da. Das ist eine krasse Unterstellung jetzt 20 Jahre später, aber da kann ich sagen, was ich will, das ist wurscht. Ja, ich kenne da auch Geschichten. Da kenne ich auch Geschichten. Der Schmeißer in erste Stunde Chemie lernst du, wie man an Substanzen riecht. Richtig. Chemische Substanzen. Schmeißer habe ich nur 7. Klasse Mathe gehabt. Chemie habe ich dann immer einen Herr Heinz gehabt. Und in Chemie habe ich dann gehabt. Ich habe da einen Herr Heinz gehabt. Werde ich nie vergessen. Chemie. Genau, dann zeigt er da so, man soll in Chemie nicht sein Rüssel da einfach reinstecken, sondern sie das so zufächern. Das weißt du als 14-Jähriger aber halt nicht. Deswegen geht der Vierer, hat so eine riesengroße Flaschen voller Ammoniak. Er sagt, so Kinder, heute zeigen wir mal, wie man mit so chemischen Substanzen umgeht und da brauchen wir Glasreagenzien und was weiß ich was alles. Und so riecht man übrigens Nitro, halt mir in der ersten Reihe das Ding unter die Nasen, ich mach halt so. Und ich habe mir wirklich gedacht, oder, mir bringt das Gesicht aus der Fresse aus. Ich meine, Alter, du verdammter, alter Lappenpenner, Motherfucker, Kinderkrabscher, Wichser. Darf ich sagen? Ja, der will einfach sagen. Ja, da haben wir gesagt, wir haben einen Heinz gehabt. Heinz war klasse. Einer von den wenigen normalen Menschen als Lehrer. Das ist seine Einführung damals, als wir ihn gekriegt haben. Der hat doch seinen Schlagstock, da hat diese Keule, wo er seine Regeln vorgelesen hat. Ich weiß nicht, wo so ist sie war, weil bei Regel 1 erst der Papa, Regel 2, Papa hat immer recht, Regel 3, wenn Papa redet, sind alle anderen Start und wer Regel 4, wer Regel 1 bis 3 nicht befolgt, kriegt mit dem kriegt einen Rundumschlag mit dieser... Rundumschlag hat er gesagt. Einen Rundumschlag mit dieser, was weiß ich, prähistorischen Steinzeitkeule. Ja, der Heinz war ein guter. Und er hat gern mit dem Zeigestock oder gerne so auf den Tisch aufgehauen, dass er dir schreckt. Ja, der ewig lange Beige genau. Mit dem roten Punkt vorne dran, der so geschäbert hat, wenn es den auf die Schule ist. Bei uns. War ich nicht mehr. Wir haben in Bio und in Sozialkunde haben wir gehabt. Wir also Bio, Chemie einmal, ich glaube nur Bio und Chemie, Sozialkunde weiß ich nicht mehr. Und ich weiß, dass noch über mal eine Phase gehabt, ich habe so eine richtige Durchhängerphase gehabt in der Schule, ich war nur normiert. Also egal, wann ich ins Bett gegangen bin, ich war nur normiert und ich bin immer so drin gesessen. Das war Wochen so gegangen. Wenn der Augen zufallen und der Kopf so kippt. Ja, so so richtige Spastenscheiße. Wenn jemand Zipfi holt, dann fängst du es flosen. Auf alle Fälle. Ja, plötzlich möchte da einer die ganze Zeit. Du bleibst jetzt draußen, Katz, Kruzifix. Langsam das Kamera schon ausgefüllt ist, Katz. Ja, ist das auf alle Fälle, mir passiert das die ganze Zeit diesen Jahr, gell? Und dann der Heinz irgendwann redet so monoton von sich hin und auf einmal so, Gott, schreit auf einmal voll. Mir reißt voll so, wenn's mir bist, dann geh früher ins Bett, du Kruzifix. Und von da weg habe ich das nicht mehr gehabt. Von da weg bin ich nicht mehr im Unterricht drin. Das hat mir so einen Schock verpasst. Das hat mir nachhaltig der Schock geprägt. Geil. Das war super, der hat mir da geholfen. Und jetzt ständig mir als Beispiel für schlechte Sachen genommen. Eben auch bei Sozialkunde doch haben wir auch gehabt, weil ich damals noch meine langen Zoten gehabt habe. Und dann ging es eben um Strafen und Rechtsverfolgung und um Drogenanbau. Und immer wenn es um Strafen gegangen ist, oder Verbrechen gegangen ist, dann bin immer ich derjenige gewesen, der die verübt hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich lange habe. Jetzt gesagt, wenn du jetzt eine Drogen noch haben willst, sagen wir mal, da kann der, oder Speyer, wenn du jetzt das und das, sagen wir mal, da kann der, was tue ich denn? Nur weil ich auch mit mir der hat das einfach vorhergesehen. Der hat ein gutes Gespür gehabt. Hey, ich hab nichts angebaut. Ich muss übrigens auch nochmal zurückrudern, der Herr Much war nicht nur krass und zu strenger und krasser Lehrer, wie ich vorher ein paar Mal gesagt habe, er war der fairste von allen. Er war absolut fair, Wir hätten wir den dann in der 10. Klasse als Klassenlehrer gehabt, haben wir uns gefreut ohne Ende am Schluss. Also jetzt haben wir alle so viel Angst gehabt und so weiter und dann hat uns der da wirklich durch die Abschlussprüfung durchgeboxt und dass wir alle in Mathe einen Dreier und so weiter gekriegt haben, dass er hat uns einen Brief geschrieben und den hab ich sogar noch irgendwo. Den habe ich mit nach Hause genommen.
dass er halt nicht kann und es tut ihm so leid und er wünscht uns alles Gute und bla bla bla. Der hat dann einen Konrektor stehen. Plötzlich, der schluckt jetzt gleich! Scheiß Mistviech! Fetz! Geh irgendwas fressen und schlupfen, was sonst da ist. Und ja, Konrektor steht in Straubing oder irgendwo so gekriegt und da waren wir alle sehr traurig. Und er wünscht uns alles Gute und so. Also in kurz, Herr Muck, falls Sie das aus welchen Gründen auch immer irgendwann hören sollte, ich weiß es nicht. Sie waren einer der Besten. Dankeschön. War für mich der Herr Moore. Da hat der Seppi mal. Ehrlich? Ja, da haben wir einen Witz gemacht über, sie in Viere sitzen müssen, die war ziemlich dicke, die war so dick, die hat in die Jeans, in der Innenseite, weißt du, wenn die so an die Wadeln, nicht an die Oberschenkel schon abgerieben sind, hat er gesagt, ja, da habe ich keinen Platz nicht. Oh, leck, da ist er ausgerast. Der war eigentlich immer, der hat zu mir Leckes gesagt, anstatt Lex. Ja. Deswegen habe ich meine Internetseiten damals gehabt mit leckes.de oder irgend so. Oh, leck, ist er da ausgerast. Und hat dann, oh, leck. Ja, Bodyshaming geht ja nicht. Bodyshaming geht gar nicht, Geht gar nicht, ne? Nein, Bodyshaming geht gar nicht. Kannst Leute nicht darauf hinweisen, dass Fettsäcke sind. Bin ich auch nie geworden. Ja, oft. Du hast einen Quali gemacht? Nein, bin ich nicht. Das haben wir in der Realschule, in der 9. dann einen Quali gemacht. Dementsprechend habe ich ihn zweimal gemacht. Ich habe ihn zweimal nicht geschafft. Okay, ich bin ja nur hingegangen, da habe ich nichts tun müssen. Du hast einen Sportzweig genommen und dann hast du da ein bisschen umeinander gelaufen und so weiter. Du hast noch 1 gekriegt, in Mathe, Englisch, Deutsch, Prüfung hast du einen 6er gehabt. Ja, habe ich es halt nicht geschafft. Aber ich habe nicht in die Schule müssen, das war gut. Der Mutter hat bei mir mal, weil mit dem habe ich auch ganz gut verstanden, er war ja nicht groß. Und das war sein eigener. Und ich hab dann bei mir im Ort so ganz großes Beitel vom Schlumpfenhaus praktisch gemeint mit dem Schlumpf und habe halt hingeschrieben, das Murenhaus und der Herr Mur und so weiter. Und dann geht er so vorbei und schaut so und dann sagt er so, kannst du bist nicht ganz dicht oder was? Und dann sage ich so, warum? Ich bin ja kreativ gewesen, lass es mich. Und dann hat er mich gepackt am Knack, hat mich nach vorne gedrückt mit dem Kopf gegen mein Knie. Dann ist er mit seinem Knie mein Knack rein und hat mir die ganze Zeit den Rippen reingeboxt. Was? Voll, mir hat sich voll zurück, an Jens reißt voll. Dann hat er mir einen Boden runtergeworfen und hat mir noch einen Tritt gegeben. Also halt nicht aggressiv oder so. Ja, das Spaß, gibt mir noch einen kann man schon vorstellen. Uns hat es halt voll zerrissen mit Sau und dann ist er so geil Vieri gegangen wieder. So ganz langsam ist er gegangen. Dann hat er sich Vieri gestellt und dann sagt er, Kanter, ich hätte jetzt töten können mit meinem Bizeps. Ja, der Mur war eigentlich auch so einer. Ich hab da gerade so gesagt, okay, meine Mama hat einen größeren Bizeps als sie. Aber mit dem hast du echt voll Blödsinn machen. Ja, mit dem hast du so machen. Und der ist leider auch gegangen. Der hat dann, glaube ich, sogar eigene Rektorstelle oder so irgendwo bei Passau gekriegt. Glaube ich, der ist dann auch gegangen. Das war ein sehr trauriger. Ja, war auch der Typ dafür. Die besten Lehrer waren der Ochsenbauer. Persephone Ochsenbauer, der ist leider verstorben irgendwann in der das ist gar nicht so lange her. War Sport- und Englischlehrer und war einer der Besten. Den habe ich nur als Aushilfe mal in Sport gehabt. Ich hab ja, genau. Da war er der Hauptorganisator, mit dem haben die Besseren dann mitfahren dürfen und so. Ich war keiner von den Besseren. Da habe ich Snowboardfahren gelernt. Ich bin mit die Bigfoots gefahren. Kennst du die noch? Ja, Weil ich bin noch nie Ski gefahren. Einfach Schuhe so betonen. Ja, da war doch dieser Übungsberg. Ja. Und ich hab gedacht, es hat da keiner gesagt, wie das geht, dass du Kurven fahren musst. Da hat da keiner gesagt, fahr mit oben. Ich bin einfach gefallen und runtergefahren. Bist du ganz dicht? Und bremsen. Und dann hat mich voll gesagt und dann haben sie hochgeschrien und gesagt, mir sagt doch keiner, wie das geht. Woher soll ich es denn wissen? Das ist jetzt mir am offenen Herz noch operieren lassen. Wenn ich es falsch mache, kriege ich Anschiss. Das ist alles so blöd, das ist unfassbar. Ja, da haben wir einen gehabt, der ist sich voll geil vorgekommen, weil er gut runtergefahren ist. Aber als wir dann am Berg um waren, hat er nicht mehr gut runterfahren können. Und das war Weltklasse, weil wir haben uns dann gesagt, wir haben uns dann einigermaßen kennen, passt vom Obi. Wo ist ein anderer? Schau mal auf, dann hast du immer nur so Schneewolken gesehen. Den hat es den Berg einfach nur oben geworfen. Der ist dann nicht oben gefahren, den hat es oben geworfen. Das war so geil. Also, das war schön. Ja, war einfach eine gute Zeit. Ja. Das war, vor allem, da palt man sich auch viel. Das ist so eine wichtige Zeit von damals. Da wo man, ich wüsste noch, beim Bäder, oder ein paar Geschichten vom Bäder. Sitzen bleiben. Dann haben wir in der ersten oder zweiten 9. Klasse, war ich glaube in der ersten. Und der Bäder ist sitzen bleiben. Und sitzt halt dann allein hinten und so weiter, der neue Schüler und so. Und dann haben wir halt lauter so einen Scheiß gefragt. Und am ersten Tag, wir haben das einzige Klassenzimmer gehabt, da war noch kein Neubau an der Realschule und so, mit dem Teppichboden. Sogar der Hausmeister und der Rektor an Tag 1 extra gekommen. Oh, Kinder, ihr habt das modernste Klassenzimmer da. Bitte passt auf drauf. Das einzige Zimmer mit dem Teppichboden, das ist nagelneu renoviert. Bitte passt auf. Es war halt aber unser Glas. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch gekommen. Ohne Scheiß. Am ersten Tag ist Pause. Wir gehen hinterhin, da waren aber so Schränke und so. Ja. Was die Vorglas da alles zurückgelassen hat, ist halt da durchsucht worden. Und dann findet man da hinten eine Kaffeedose und eine Kaffeemaschine und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Peter geht her, so eine uralte, zusammengeroste Kaffeedosen und so weiter, nimmt die Kaffeedosen so, fährt mit seinen Fingernägeln da so unter den Deckel rein, möchte es aufmachen, geht nicht. Ja, okay.
nimmt die Kaffeedosen in den Schwitzkasten rein, so, und zieht dann den Deckel ohne, zieht da und so, also richtig, sie geht einfach nicht auf. 2 Sekunden später, und ich schwöre dir, überall am ganzen Teppichboden, überall Kaffee, an der Wand Kaffeepulver, auf die Schrank Kaffeepulver und vor allem am Teppichboden Kaffeepulver, wo du hinsiehst, egal wo. Alle nur Vollgas zerrissen, okay, wir haben im Arsch, wir haben so richtig gefickt, wir fliegen von der Schule, wir haben alle voll im Eimer. Was tut er? Geht 4 holt sich einen Schwamm, macht ihn nass, geht her und reibt es und möchte den Kaffee vom Teppichboden rausputzen. Alles, was passiert ist, dass der halbe Quadratmeter Kaffeepflege jetzt 2 Quadratmeter Kaffeepflege ist und nie wieder rausgeht. Wallig. Haben wir alles abgestritten. Ich glaube, dass wir keinen Stress nicht gekriegt haben. Ich weiß es nicht mehr. Geil. Weiß ich nicht mehr. Und der Herr Paul hat ihm mal ein Fotzen gegeben. Würde ich auch nie vergessen. Das war so ein Kandidat, der hat hingelangt. Ja, Sportunterricht, Reckturnen an die Stangen und so. Und dann musst Magnesium. Und er zückt halt den Behälter aus mit dem Magnesium da drin und dann stehen wir alle Buben, stehen wir da so rundrum. Und so hat Herr Paul erklärt, wie das funktioniert und funktioniert. Und während der Herr Paul sagt und den ersten, den ich sehe, der das Zeug in die Hand nimmt und reinklatscht, in der gleichen Sekunde, Peter steht da und nimmt Magnesium. Das ist umgekehrt der Fotzen. Alle haben wir da geguckt und haben nur gelacht. Nur gelacht. Ja, der Peter war so ein Guter. Ja, war so Kandidat. Also ein Narischen haben wir leider nicht drin gehabt, der immer alles abgekriegt hat. Das war, so einen hätte ich gern dabei gehabt, weil da habe ich schon so oft Geschichten gehört von Leuten, die immer alles abgekriegt haben. Aber leider bei uns nicht. Ich hab einmal zum Gespräch zu der Klassenleiterin müssen, weil das ist doch dann also in der Zeit losgegangen, wo man so Baggy Pants auch hat und so Mist. Das war bei uns in der Hauptschule schon. Das ist bei uns so Realschulzeit. Ich bin nur 2 Jahre vor dir gewesen. Also 7. Klasse eigentlich. Bei uns war es in der 5., 6. Dann hast du deine ersten Baggy so und natürlich müssen die immer weiter unten sein und immer weiter unten sein. Und dann habe ich irgendwann mal zur Lehrerin müssen, weil sie ich weiß den Namen nicht mehr, unsere Deutschlehrerin ein bisschen drauf gestoßen hat, dass bei mir die Hosen so weiter unten ist. Lüsterndes Mistviech. Ich habe einfach nur ins Arschloch reingeschaut und das hat nicht gepasst, weil es raunig geworden ist. Ich weiß nicht, dass ich mal so einen Nietengürtel gehabt und dann habe ich bloß halber drin gehabt, also an der Seite so geht, also richtig behindert. Ja, schon geil. Werde ich nie vergessen, wie mit der Herr Hagenburger. Da waren wir alle richtig gut drauf, Schulgrad aus, es war Abschlussklasse und so weiter und ich mit dem zerrissenen Korn-T-Shirt und mit total fertig, halt total asozial. Stell so da und warte, bis wir endlich rausgehen dürfen und ich werde nie vergessen, wie er 1 Meter neben mir gestanden ist und schaut mich so von oben bis unten, mustert mich so nur am Kopf bei. Hat nichts gesagt. Einmal wirklich 1 Minuten lang. Schaut mich an und schüttelt den Kopf und schaut mich an. Und ich denke, ja, okay, cool. Und der Männerrat hat mir bin ich auch wieder mit der kurzen zerrissenen Barashosen, mit dem zerrissenen Korn-T-Shirt, war offensichtlich mein Lieblings-T-Shirt, da gesessen. Und alle haben ja ein Abschlusszeugnis halt so gekriegt, alle waren schön angezogen, also halt ich bin da über letzte asoziale Trottel. Hat mir der Herr Männerer gefragt, ob ich denn nichts Schöneres zum Anziehen gefunden habe. Ja, nicht vergessen. Good old times. Die waren echt schön, ja, aber hier kommen wir so oft einmal. Vor allem, wenn man dann in diese Metal-Schiene eingerutscht ist, so wie damals, dann hat man irgendwann Springerstiefel braucht, dann hat man Barashosen braucht, dann haben diese Barashosen in Springerstiefel rein müssen, dann hast du auf dem Pausenhof, das war dann so schon Berufsschule damals, aber weiß ich, wie Leute neben mir gestanden sind, so, was ist denn der für ein scheiß Nazi? Also, was Nazi? Ja. Ich mag euch alle. Ich hab mal Dreadlocks gehabt. Ich wollte immer Dreads, aber die habe ich nie gemacht. Ich habe ausgeschaut wie eine Palme. Wie ein Volltrottel. Schon gut. Nur gute Frisuren. Aber mit das, bei letztes Mal waren wir bei dem Skiwiederfall mit ihren Dingern und dann Dread hat auch gut ausgeschaut. Das ist zauberhaft. Zauberhaft. Viele haben früher Dreadlocks gehabt. Ja, das haben ganz viele gehabt, aber nicht viele haben es dran können. Nein, keiner eigentlich. Nein. Keiner. Das stimmt. Ich weiß noch einen, der hat auch Dreadlocks gehabt und dann hat er vorne so ein schiefe Haar noch gehabt, so Spitzen. Und da ist halt nicht ausgegangen, dass man da einen Dread macht. Dann hat er da so seine Dreads gehabt und haben vorne den Spitz ausrasiert. Und jetzt immer, wenn er das nicht regelmäßig, sagen wir, alle 2 Tage nachrasiert hat, dann hat er vorne so ein Büschel gehabt, so ein Dreieck einfach. Schau aus wie Depp, du merkst es nicht. Was ist mit Depp dir? Und keiner sagt es dir. Ja, aber jetzt sagen sie mal, was hat regelmäßig gesagt, ja, mir hat sich interessiert. War es damals bei der Arabella? Nein. 10. Klasse, das war nämlich eigentlich so ein Realschul-Lander-Ding, dass man in die Talkshow Arabella, also ich glaube, gibt es ja nicht mehr so Talkshows, oder? Da haben wir nur so Autogrammkarten, oder? Was ja, ist das da? 3 Autogrammkarten, man hat Beitel machen können. Da haben wir tatsächlich, da bist du sogar mit 2 Tusnellas drin. Ja, Logo, Alter. Alter, die haben jetzt viel gegichtelt, schau dir das an. Nein, lass ihn drin. Da bin ich mit einem Typen. Ja, mit einem Typen, gell? Geil, Alter. Ja, Bilder, haben das Originalunterschriften, möchtest du sagen? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo das druckt. Frag mich nicht. Auf alle Fälle, Arabella. Geiler Scheiß. War auch sehr lustig, weil da habe ich eines vor mir gesessen und das war einer, der hat es einmal abgerückt von uns. Aber wir haben ihn eigentlich mengen. Also wir waren nicht so, den grenzen wir aus und mobbt man, sondern wir mobbt man und mengen man aber. Und der ist vor mir gesessen. Kenn ich irgendwo her. Und der ist halt vor mir gesessen in der Show und dann wird das aufgezeichnet und dann muss er Start sein.
Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, dass ich transaliere diese ganze Aufzeichnung und er darf nichts tun. Und dann habe ich ihn immer ins Kreuz hinten, in Zeiten, ins Mammerleid zwickt, hab zuzwickt, hab Draht und weggezogen. Sozial. Und das habe ich die komplette Stunde gemacht. Weil der hat ausgeschaut, der hat wirklich sämtliche Farben, die die Haut haben kann, hat er gehabt. Und zwar in so einer Größe. Das ist von ganz, ganz leicht gelb bis grä, blau und in der Mitte lila. Schwarz. Weil der hat ausgeschaut, der ist am nächsten Tag in die Schule gekommen, hat das Ding auf, du bist nicht ganz dicht, du bist, und hat mit der Namen der ist ausgeflippt. Asozial. Und was haben wir gemacht? Wir haben ihm dann, als wir in der Schule im Unterricht gesessen sind, gleich wieder in die Steuer gezwickt. Da ist sie, das kenne ich irgendwo her. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie kann man das Leid eigentlich verfälschen. Also, da wird jetzt auch jeder meinen, dass wir geile Typen sind, aber in echt, wenn sie uns singen, dann sind wir potthässlich. Ja. Das ist aber in Ordnung, weil auf Tinder sind 6 Plus das stimmt auch, ne? Ja. Und Arabella kommt rein und du kennst sie halt nur vom Fernsehen und die schaut ganz anders aus, als sie es irgendwie erwartet hat. Und ich sage so laut so, wie schauen die aus? Und es ist mir irgendwie so rausgerutscht, gell, und sie kommt rein und alle klatschen, dann hörst du aus dem Klatschen aus so, wie schauen die aus? Und sie geht rein, schaut kurz so und geht einfach weiter. Und denkt, ja, genau, das hast du jetzt noch gehört, oder? Hätte mich köstlich amüsiert. Ja, jetzt müssen wir langsam zur Abschlussprüfung kommen. Oh Gott, Abschlussprüfung. Ist schon fast gut, dass der Flo nicht da ist, sonst wird man nicht fertig, weil das ist ein Wahnsinn. Das stimmt, ja. Abschlussprüfung. Außer er war so fleißig gewesen wie die anderen Folgen. Das stimmt, dann schon. Fällt nicht auf, ob er da ist oder nicht. Abschlussprüfung. Habe ich eigentlich eine, wir haben in der Dreifach-Turnhalle Abschlussprüfung geschrieben. Lecker. Ich habe dann einen Abschluss übrigens auch geschafft. Ja, ich habe zweimal einen Quali gemacht, einfach zu Gaudi, und einen Abschluss habe ich dann schon geschafft. Für Englisch, weiß ich noch, habe ich am Tag der Abschlussprüfung zum Lernen angefangen. Vorne beim Rauchen, eine halbe Stunde vorher. Ich habe schon schnell ein paar Vokabeln durchgelangt schon. Ja. Hat gelangt. Ich hab am Tag vor der Deutsch-Abschlussprüfung habe ich mir einen eingesoffen. Das weiß ich noch, waren wir beim Bekannten und dann sind da 2 Spätzeln gekommen und dann hat es gesagt, scheiß doch auf die Prüfung, sauber wegen. Und dann, wie bist du noch 15, 16? So keine Ahnung, dann haben sie lauter so einen Scheiß, also Bier war halt da und Erdbeerleimis. Jetzt hast du nicht damals gesoffen. Ja, dann haben wir die Erdbeerleimis eingesoffen und dann bin ich heimgewackelt und am nächsten bin ich in der Schule, in der Prüfung drin gewesen, ich habe in Deutsch dann mündlich einmessen. Das war auch ganz stark. Aber ich habe es dann auch geschafft, ja. Das werde ich auch nicht vergessen. Deutschprüfung, ich habe nichts gelernt für diese mündliche. Ich bin dann da gesessen, einen Tag davor, am Sonntag, Montag war die Prüfung und ich so, oh Gott, ich soll halt noch lernen. Dann fange ich an zum Lernen und dann schaue ich so im Fernsehen, hey, Big Mamas Haus. Hab mir das angeschaut und dann mache ich die Prüfung, die mündliche, und das Gute war halt, dass ich mündlich immer gut Kinder habe und dann komme ich aus und dann Freundin oder sagt, und hast du geschafft? Dann sage ich, ja, easy. Und dann sie so, ich nicht, und ich habe das ganze Wochenende gelernt. Und so, bist du dumm, ich habe das Wochenende gesoffen und am Sonntag Big Mamas Haus angeschaut. Ich habe meine mit heimgenommen. Was? Das ist ganz blöd hergegangen. Normalerweise waren ja... Das grenzt an ein Wunder, wie alles ist. Es grenzt an ein Wunder. Normalerweise hast du ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Du hast genau. Deutsch, Mathe, Englisch und dann dein Wahlfach. Also bei mir war es der 2. Zweig, der Wirtschaftszweig, dann Rechnungswesen. Und bei uns 2003 war genau Pfingsten dazwischen. Und da war Rock im Park. Und das war mein 3. Rock im Park. Und ich habe natürlich Deutsch war vor die Pfingstferien und dann danach erst Rechnungswesen, Mathe, blub. Also wie gewusst, Deutsch easy, du kannst nichts lernen, da schreibst du einfach einen runter und dann haust ab. Ja. Und ich habe gewusst, wenn die Deutsch-Schulaufgabe, also die Abschlussprüfung vorbei ist, außer aus dieser Dreifach-Turnhalle, Mom, fahr mich schnell heim, ich packe meinen Rucksack zusammen, ab zum Zug und Richtung Rock im Park. Nichts anderes im Shellcode. Dann hocke ich drin, ja Kinder, wenn ihr fertig seid, könnt ihr es abgeben. Dann habe ich alles so zusammensortiert. Und dann hast du so verschiedene Themen aussuchen können. Also ein Stapel waren die Themen und ein Stapel war halt Schulaufgabe und Erörterungs- und Gliederung und so ein Scheiß. Scheiße Erörterung. Und dann bin ich da gewesen, ganz zuversichtlich, hab den Batzen genommen, den wir mit heimnehmen darf und hab den Schulbag eingestopft. Den anderen habe ich abgegeben und ich, voll Idiot, habe halt meine Aufgabenblätter abgeben und meine Schulaufgabe oder meine Prüfung mit heimgenommen. Geil. Und ohne Scheiß, das habe ich in meiner ganzen Schullaufbahn nicht einmal getan. Genau da bin ich gestanden, hinter dir an meinem Schreibtisch. Nur weil ich unfassbar gut gelaunt war, bin ich daheim. Ja, schau her, Mom, was wir gemacht haben, das waren übrigens unsere nicht. Das habe ich nie gemacht, das hat mich nie interessiert. Weil ich halt den Rucksack ausgerannt habe, damit ich den Rock im Park zeig da rein kann. Renn das Zeug, ja, da schau her, das waren unsere Aufgaben so, zeige ich das so, schau das so. Fick die Hände. Boah, fuck, Alter. Mami hat meine Schulaufgabe mit heimgenommen. Oh, das kann nicht der Ernst sein, was du siehst. Und du spinnst du oder was? Dann bin ich noch nicht, da ist erst mal so schnell, hat mein Gehirn noch nie in meinem Leben gearbeitet wie in den 10 Sekunden. Dann habe ich
Frau Papadopoulos hat die geheißen. Ja, Damals die war weiß unsere ich auch noch. Deutschlehrerin und die hat mich Gott sei Dank mengen. Warum Jetzt- auch immer, ich weiß es nicht. Mir hat's nicht mehr. Die habe ich angerufen und hat gesagt, ja, kommst zu mir nach Hause, wirfst mir in den Briefkasten, passt schon. Was bitte? Ja, das hat keiner gesehen. Alles klar, Freunde der Sonne, ab nach Rock im Park. Und dann bin ich mit dem Mal im Zug drin geguckt und hab Take Me Down to the Weißwurst City gesungen. Da war schon rotzenvoll, wenn wir da waren. Scheiß Weißwurst schon. Ah, lecker. Ah, ja. Und ich war der Erste, wie wir mit der letzten Abschlussprüfung fertig waren, der hinter Kirche gespielt hat. Das weiß ich auch noch. Abschlussfeiern war hart. War halt, ja. Das war, ich werde das nie vergessen. Wir haben nämlich dann, das ist immer das Landau-Volksfest zu der gleichen Zeit, wenn der Abschluss ist. Und ich habe mir jetzt eine Aufgabe gemacht, dass ich diese ganze Zeit durchsauf und meine Latzhosen niemals ausziehe in der Zeit. Hab ich ja gemacht gehabt. So hast du durchgezogen bis heute. Bis heute, ja. Wundert mich heute noch, wie das in Vorstellungsgesprächen angekommen ist, aber es hat funktioniert. Auf alle Fälle, der Tanzpartnerin, am Montag war ja dann der erste Tanzkurs und ich und ein Spätzl, wir haben halt dann weitergesoffen und dann da war doch dieser Spielplatz damals bei der Realschule. Ja, weiß ich noch. Weitergesoffen am Volksfest, durchgesoffen, noch irgendwo in der Bau rein und so und weiterglittert und dann, ja, heimgekommen, da haben wir nur mal in die Schule müssen wir morgen schlafen auf dem Spielplatz. Eher in irgendeinem Heisel drin geschlafen, wie auf der Rutschen umgeschlafen. Und dann rumpelt mir am nächsten Tag Richtung Tanzkurs 4, dann stehen die Leute draußen, alle normal, weil sie alle daheim waren und geschlafen und wir waren die einzigen zwei, die das durchgezogen haben. Kommen daher, Tor davor gestanden, ausschaut wie die, nicht Zähne putzt, eine Fahne, sondern gleich, wenn ich sehe, meine Tanzpartnerin, wie sie mit einer Freundin schmerzt, so bla 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 und schaut um mich und sagt mir und dann sehe ich, wie sämtliche Gesichtszüge geleistet sind. Und ich hab aber den Anstand gehabt, dass es den ganzen Tag nicht so einen Tanz auffordert. Ich bin so im Eckerl hinten drin gesessen und hab versucht, dass ich nicht stirb. Irgendwann hat es geheißen, ja, geh doch da auch mit tanzen. Dann sag ich, schau mich an, das möchte ich keiner an, ich sitze einfach nur da, lass mich in Ruhe. Ich und noch zwei andere, kennst du auch beide. Ich mag jetzt keine Names droppen. Waren wir die einzigen 3 in der ganzen Schule, die nicht in die Tanzkurse gegangen sind. Wir haben da währenddessen im Klassenzimmer geguckt und haben wir geschlafen am Boden. Geil. Das, weil wir auch die einzigen waren, die gewusst haben, so, erstens mit uns mag sowieso keiner tanzen und zweitens, ich habe überhaupt keinen Bock, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe eine Krass. gehabt, die hat so zum Sport hat die tanzt, also die war so professionelle Tänzerin. Die hat mich geführt. Da hat's, in meiner alten Klasse hat es auch eine gegeben, ja. Ex-Freundin sogar. Schwierig. Ja, war schwierig. Ja, da habe ich mich nicht so dumm anstellen können, weil sie hat schon gewusst, was tut. Ja. Das hätte ich später auch mal brauchen können, aber das ist auch nicht was tut. Und war das eine unfassbar lange Folge? Schon, gell? Und wir Schon ein wenig. Wir haben ein bisschen überzogen haben heute. nicht einmal in die Abschlussfahrt sind wir gegangen. Wir haben, das ist ja lauter so Sachen, wir müssen theoretisch nur eine Folge über den Scheiß, weil das nehmen wir dann bei der Azubi-Zeit. Ja, nehmen wir Nehmen wir das so, Abschlussfahrt. ja, oder genau, Ziele. Abschlussfahrt nochmal Richtung Azubi-Zeit, der die Vorschlag. Dann sehen wir schon. Ja. Geht eh nur ums Saufen. Ja, ne. Ist ja nichts anderes Wir haben alles zusammengesoffen und dann ist. Nein, verzeihen wir beim nächsten Mal. Alles. Cliffhanger, Bitches. Ja, ich Ja, Kante. Dann freue ich mich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Anteilnahme an dieser wunderbaren Folge, sollte nicht in der durch, wieder weil das mal sollte man alles kaputt gegangen ist mit Kamera und so weiter. Ich hoffe, da habt ihr kein Problem damit. Dann bedanke ich mich. Like, Abo und den ganzen Scheiß nicht vergessen. Scheiß einfach drauf und was die Leute auf Spotify lernen. Das gleiche bewerten. Bewerten nicht vergessen. Heute haben wir also die Frage ans Publikum vergessen. Wieder mal. Irgendwann haben wir mal gefragt, ob wann man Bier trinken darf mittlerweile. Stimmt, das war eine gute Frage. Das ist wichtig, weil ich weiß es nicht. In Niederbayern bin ich immer noch für, eigentlich ab 12, nicht 14, da habe ich gelogen vorher. Ja, auf alle Fälle. Also ein viel, Weißbier schauen vom Pep, aber Schlecker mit 4 und ab 14 darfst du es selber trinken. Bin Genau. ich dafür. Passt. Machen wir. Ja. Dann schleichen wir uns davon. Gute Besserung am Bis zum nächsten Mal. Gute Press F für den Flo. Also, der ist bummvoll. Schaut's noch. Bergdoktor hat einen krank geschrieben. Ich bin der Bergdoktor. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Wiederhören.